weiß nicht, warum jetzt auf einmal. Ich weiß es einfach nicht. Was ich sage. Warte mal, schauen wir, ob da irgendwas geht. Geht da was? Geht da was? Hallo? Hallo, Entschuldigung. Achtung, Entschuldigung. Ja, kann da mal bitte jemand einen Stream ohne geben, bitte schön? War nicht schlecht, wenn man langsam anfangen kann. Ich sage immer noch nichts. Ich weiß nicht, was die Frage soll. Ja, der Schmiedi wirft mir Geld, jetzt haben sie da. Passt, hab ich dir. Schmiedi! Runde 3, Biatsch! Halt! Ich bin's, Birger, Montag 20. So, funktioniert, so mal das. Grüß euch Gott beieinander. Wir schauen mal aus, wir sind mal beieinander. Heute Montag, ne? Letzte Runde Sims. So. Dann darf ich sagen, bevor die ganze scheiß Video angeht, habe die Ehre an die Frau Kendlerin, an den Flexer, den Ananas-Toast, an den Marcel, an den Johannes, an den Kampfkeks, an den Thomas Siegel, an den Wache, an den Metal Devil, an den Hopfenfloh, an die Kendlerin schon wieder, an Kruzifix, schreiben über dieselben, jetzt hätte ich mich fast selber gekriegt. Ich kenne mich gar nicht aus. Und warum zur Hölle schaue ich eigentlich schon wieder aus? Das war ja Tode! Mit meiner Webcam hat sich wieder umgestellt und ich weiß nicht warum. Frag mich nicht, was die Scheiße ist, soll. Oder was weiß ich denn, Alter? Habe die Ehre an den Bernie, an den Pilzen, an den Tribun, an den Kathi, an den Curry, an den Domi, an den Sebastian, an den Reitmeier, an den Flo, an den Hannes, an die Stefanie B. Habe der heute mal nicht 1H vom Stream verschlafen? Hashtag 1H! Spendenaufruf. Entschuldigung, hab 1H! Mein Mike, du weißt es eh, was ist. Ich mag gar nichts sagen. Deine Battle schauen gut aus. Deine Battle schaut nach ordentlich Baustelle aus, Alter. Schaut nach Longtime Hobby aus. Genau dieselbe Scheiße fangen wir nämlich auch. Gehen wir noch mal vielleicht. Merci. Jetzt sind das. Ich hab mir gegeben. Wenigstens haben wir das mit. Löwenzahn! AF an lustigen Stream halt wieder. Ich hoff's, und Alter! der Bürger, ich weiß, dass das 2 ist. Deswegen sag ich ja nichts mehr. Wobei ich glaub, wo mir weiß das ja mittlerweile eh. Kauft er da wo an Kasten Gösser-Radler. Oh, ja, das wäre du. Das wäre. Flo! Wusste aufs Nussi, as always. Löwenzahn, merci dir. Das wäre die Mal. Gösser-Radler wieder. Premium. Jeder, der was anderes sagt, ist ein ahnungsloser Trottel. Wie geht's der Hashtag Bullshit? Domi, merci. Flo, merci. Wie geht's mir? Mir geht's blendend. So, aber es ist kein Bullshit, mir geht's gut. Freitag kommt wahrscheinlich das App-Update. Video ist noch nicht fertig, aber das werde ich morgen wahrscheinlich machen und dann schauen wir weiter. Ansonsten geht's mir blendend. Ich bin wieder dem Modellbau verfallen. Ja, so Warhammer und Geländebau und so ein Scheiß. Das hat mich voll so gefixt die letzten 2 Wochen. Jetzt habe ich eingekauft wie ein Behinderter. Muss ich lauter zeigen, das wahrscheinlich nie brauchen wird. Und da hat man dann so überlegt, vielleicht dann an so einem ruhigen Samstag Twitch-Only-Stream, kann man das vielleicht auch mal streamen? Keine Ahnung. Vielleicht haben Leute dabei, die das interessiert. Also das wird halt wirklich bloß, ich sitze da und krusch irgendwo mit Warhammer-Figuren umeinander und tue umeinander moin und so. Wer Interesse hat, mal ab in den Chat, darf mich interessieren, weil warum nicht? Das ist mir dann auch wurscht, ob da jemand Interesse hat oder nicht. So, wer war jetzt der andere? Fix Letten, wer war denn das? Herr Bayer, Servus aus Sachsen, Herr Birger, bester Mann, sag mal, machst du mal eine Community-Familie in Sims? Oder da streiten sich die Leute wieder drum, wer dann da drin sein darf und wer nicht, das ist eine schlechte Idee. Also, gute Idee, aber gleichzeitig schlechte Idee, oder? Herr Bayer, merci dir. Und dann war der Tommy, glaube ich. Wo ist der Tommy? Tommy Sepp. Tommy, merci, Alter. Schon wieder merci. Stop it, ich sag merci. Du weißt, was es ist. Du weißt, was es ist. Kinder, was der mal heute? Letzte Runde Sims 4. Ah nein, jetzt hört auf. Jetzt, hab ich das Spiel. Probe des Spendenaufruf gehört. Nein! Maxi! Fix Leute, was soll ich sagen, Alter? Maxi, Bussi aufs Nussi, du bist da einer mittlerweile von denen, wo ich nichts mehr sagen mag. Weißt du sowieso nichts, hey, weiß wurscht ist. Herr Bayer, schon wieder Herr Bayer. Ich kann es aber nicht lesen, den YouTube-Scheiß kann ich nachher drehen. PS, Kuss auf deinen Götter, gleiche Sau. Das ist so schön. Das sind so Sätze, die funktionieren nur auf Hochdeutsch, richtig. Also, Küsschen auf dein von Götter bestrahlten, auf dein Götter bestrahlte Platten. Merci, Herr Bayer. Herr Liebe, wann fangen wir mit Horror an? Wahrscheinlich am Mittwoch in der Woche. Da kommt das erste potenzielle Spiel, das erste potenzielle Spiel, das Potenzial hat. Wow, Birger, wow! Leck mich, fett, Alter! Deutsch LK! 15 Punkte, Bitch! Und zwar, Leute, ich mir hätte gerne was erzählen, aber ich kann nicht mehr die Leute vergehen haben! Hansel, Bussi aufs Nussle! Bornscheimer auch! Bajari auch! Hansel, Bussi dir! Servus Bürger, bin auch wieder mal da, Grüße aus Niederösterreich! Grüße zurück, Hashtag Lieblingsnachbarn! 16 Euro. Da bekommt 99. Hansel, merci. Bürger, bin auch wieder mal Sag ich auch schon nichts mehr. aus Niederösterreich. Sag ich nichts mehr. Oh, wir haben ein neues Mitglied, ich sehe, jetzt bin ich gespannt, ob es heute triggert wird. Ich weiß nicht, wie lange das ich mit der Scheiße noch spielen muss.
Bis das endlich wieder angezeigt wird. Ich weiß nicht. Der bekloppte Krampus hat noch geschrieben, heute Bürgerberg kauft für die Frau und mich ein zünftiges Gewand heute. Herr bekloppter Krampus, und sage ich vielen herzlichen Dank. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Ich kann mir eigentlich mal einen Hut her tun. Ja, der so hier, der ist, ein kleiner Zylinder, war geil. So ein kleiner Zylinder hinten auf dem Dutt auf. Oh, der war gut. Oh, super Idee. Spitzenidee, Alter! Krampus, merci, Bussi aufs Nussi und Grüß an die Frau. So, Pamminger Style Oh, jetzt haben wir schon wieder 3 Mitglieder. Fix letten. Nein, der Pamminger Style war schon dabei. Danke für deine Verlängerung, Mister. Es wird schon wieder nicht triggert. Es kotzt mich so an! Kruzifix! Herr Reisenecker, vergelt's für die Mitgliedschaft. Es tut mir so leid, dass dies nicht mehr getriggert wird. Chaos Maus 88. Bussi aufs Nussi für deine Verlängerung. Dankeschön. Saiching, besser gesagt, habe ich heute so mitgekriegt. Und ja, ich habe auch kurz gebraucht. Was, das Discord-Leute nur mal was zum Lachen haben? Ich hab's schon mitgekriegt. Ich hab auch kurz gebraucht und dann hat es mich fast zerrissen. Uzi! Habe ich dir, du kannst streamen, wie du meinen scheiß Carport Ich sag das ganz ehrlich. Mr. Uzi, mit deinem Carport-Witz hast du das sogar bis in unseren Freundeskreis geschafft und wir amüsieren uns köstlich drüber. Da kriegst du von mir, ist der beste Community-Witz dieses Jahr bis jetzt. Der scheiß Carport. Und irgendwann gibt's so weit, dass ich wirklich komme und wir bauen deinen verfickten Carport, Alter. Irgendwann ist es soweit, dann komm ich und baue dir deinen verfickten Carport, Mann. Merci, die Uzi. So, merci an den Rest. Wir haben noch mal da. Herr Schobermaxi, merci für die Mitgliedschaft. Leute, Dankeschön. Stop it now. Ich darf so gerne erzählen, was meine deren. Ich darf jetzt so gerne. Domi! Bin in Burghausen, was? Zwingst eine Prüfungswoche. Drum merci, Alter. Was kann ich was für deine Prüfungswoche, Alter? Hey. Jeder hat noch seine Prüfungen geschafft, Alter. Stress dich nicht. Andere Leute haben es auch schon geschafft. Die können auch bloß mit was dann scheißen den selber auf. Tommy, merci. So, wen haben wir jetzt da noch? Das Kruzifix. Tanz der Wolf. Anzahlung für ein Hab schon gesehen. Ich hab kurz in den Twitch-Chat hineingelurrt und allgemein auch. Es sind ein paar dabei, bei euch Leute dabei, die noch aktiv Warhammer spielen. Sowas gibt es nämlich bei uns leider nicht mehr. Das war früher bei uns im Verein, im Musikanten, wie nennt man das? Im Blasmusi-Auszug. Da hat es einen gegeben, der hat das gespielt und da haben wir die Halle halt gekriegt. Und es war schon ziemlich geil, da haben dann 10 Bierbänger gestanden und so und da haben wir einen Warhammer drauf gezockt, aber das ist jetzt 20 Jahre her. Es ist literally 20 Jahre her. Und mittlerweile von Age of Sigmar bin ich nicht so 100% begeistert. Ich bin mehr so der Warhammer Fantasy 8. Edition Mann. Aber gespielt habe ich halt schon seit Alter, was weiß ich, wie lange, dass ich schon nicht mehr Warhammer gespielt habe. Warhammer war Hammer! Sprenge, du bist da. Du bist übrigens bei den Blätter herreden ganz weit um. Ja? Da hast du die Leute auch schon sehr weit geklungen. Wieder. Der Musikverein, nennt man das Musikverein, ich weiß nicht. Was ist nur mehr gar Warhammer? Warhammer ist ein Tabletop-Spiel, ein ziemlich komplexes Tabletop-Spiel. Nichts anderes wie ein Brettspiel, ja, aber das ist einfach zu krass, dass ich das Brettspiel nennen möchte. Und im Prinzip ist erwachsene Männer geben Hunderte und Tausende von Euro aus für Plastikmanschgal. Es ist ja ein Hobby. Es ist pures Hobby. Das mache ich in meiner Freizeit, um mal von dem Kasten wegzukommen. Und da halte ich auch mein Maul. Ja, da sitze ich stundenlang da. Habe ich am Wochenende was gemacht? Was ist heute jetzt in die Kamera rein? Ich weiß nicht, ob man sagt oder nicht. Raiden, Bussi aufs Nussi. Wen habe ich da jetzt noch gehabt? Wen habe ich da jetzt übersehen? Domi, nochmal merci. Wen haben wir da gehabt? Dabei. Jetzt seid ihr auf, wie das geht. Pamminger Style! Gott, das ist asozial. Grits from the Austria, wo ist der, wie süß? Nee, Lieblingsnachbarn, aussprechen gegen Wien. Es ist Hashtag Lieblingsnachbarn, Hashtag Bammer, Mauer, Minge. Lass mir vorher nur die guten aus, den Rest sperren wir ein. Jetzt muss ich heute irgendwas in Kamera rein. Das ist ja schon einmal so ein Test, weil wenn wir das einmal am Samstag machen, ich mach das am Wochenende stundenlang, dann brauche ich jetzt zwar die Webcam, eine, die in Nahaufnahme filmt, was ich da mache, ja, damit sie ja sagt, was ich da mache und einmal die mich filmt, weil sonst, wir sollten da irgendwas sehen, ich meine, das sind die Figuren. Ich halte jetzt das einfach einmal da in die Kamera rein, in der Hoffnung, das Fokus, das probieren wir jetzt auch. Das ist mir wurscht, ob bei mir jetzt Dings spielen oder nicht. Das ist ein Neckrach-Vampir, den habe ich schon Ewigkeiten, den habe ich am Wochenende neu bemalt, ja, sitze ich stundenlang da und mache diese Scheiße einfach, weil es mich beruhigt und einfach, weil es ein geiles Hobby ist, aus. Jetzt muss ich den Fokus irgendwie ausstellen. Beziehungsweise anstehen. Leute, jetzt hört ihr mir auf, wieder zu gehen, was herzogen! Fix Letten, Dollar Stahlen, 17 Mal im Pfotzen geschissen! Wer ist denn das wieder? Der beglaubte Krampus schon wieder und der Raiden schon wieder. Übrigens spielst du eigentlich D&D. Ich tat gern. Ich hab mich... ich hab schon gesehen, wir müssen mal einen Tabletop-Pledge machen. Wenn ja, warte dabei, bin da im Moment Game Master.
Und sowas feiert ihm. D&D habe ich nie wirklich gespielt. Wir haben einmal, da kann ich so viel erzählen, Alter. Das weiß ich auch. Jetzt schauen wir mal, ob ich das da einigermaßen gefokust kriege. Ich muss mich an der Start halten, das ist nicht so einfach. Kamera, Fokus! Kamera! Tu es! Fix Letten, Alter, bist du behindert? Für was stehe ich Autofokus ein? Spacken! Fix Letten, Alter. Ich weiß nicht, da sitzen jetzt so viele Leute wahrscheinlich daheim und denken sich, Alter, was tut denn jetzt, Mann? What the fuck are you talking? Warte mal, dann machen wir nicht. Ah ja, jetzt haben wir ihn. So. Dann habe ich am Wochenende neu bemalt. Das ist eine gute alte Zinnfigur. Also die ist noch gossen. Und ich glaube, kann sie sehen lassen. Hey, für das, dass ich das schon lange nicht mehr gemacht habe, Alter, schaut die echt nicht schlecht aus, würde ich sagen. Wo haben die Warhammer kennen? Das ist schon nicht so übel, oder? Was halt, noch ein bisschen zurück, dann ist es vielleicht ein bisschen schärfer noch. Kann man ja schon los, ne? Leib, wenn ihr die ganze Zeit mit scheiß Geld schmeißen darfst, dann könnt ihr vielleicht auch mein Herz sagen, von was ich schmatz. Kruzifix, fucker you, Mr. Oh, umgefallen. Das Einzige, was mir noch feiert, und sowas habe ich eben zum Beispiel bestellt, was ich nicht mehr habe, ist so elektrostatisches Gras und so kleine Bischerl und so, das für Bassgestaltung, aber ansonsten, Alter, für das, dass ich es ewig nicht mehr gemacht habe, gebe ich mir da selber ein 8 von 10. Ich bin ziemlicher Dry Brush, nicht Guybrush, sondern Dry Brush, also Trockenbürst-Fetischist, deswegen schaut auch alles ein bisschen so staubig aus und so, was aber meines Erachtens zu Vampiren ganz gut passt. Ja. Und der ist wieder weg. So! Warte mal. So. Ah. Willkommen in meiner Welt. So, automatisch Fokus aus. So, Ruhe. Guter Witz. So, was 10 von 10 gibt mir der Metal Devil? Schaut aus wie Kaft. Oh, das ist das größtmögliche Lob, Alter. Bürger 29 plus bürstet gerne trocken. That's what she said, bitch! So, servus, dann habe ich dritter Flo, der nicht so viel Geld schmeißt, ist Herr Gottlieb, Pussy aufs Nussi. So, jetzt ist er Ruhe. So, der gute Witz für den heutigen Abend ist auch durch, passt. Mein Soll ist erfüllt, wie schaut's bei euch aus? Leute, vielen Dank übrigens, Herr Gottlieb, merci, Flo, merci für den Fünfer, Herr Mach, merci für den Euro, Raiden nochmal, merci, den ganzen Rest, den ich übersehen habe, was wir jetzt wir spielen jetzt die Sims 4, wir richten halt meine Bude ein, Kinder! Bude! Nice! Andi, der Alter, grüß aus Minga, Hashtag, geile Wichser! Hey, in Minga haben 5 Euro nix, das passt schon. Spaß, merci wieder die. So, jetzt pass auf, heute wird die Bude eingerichtet. Jetzt wird erst mal Donation Sounds ausgemacht. Ich hab schon gesehen, weißt du, was wir am Mittwoch tun? Ich weiß nämlich nicht, was wir am Mittwoch da sehen. Wir machen einen Tabletop-Schmerz. Ich richte vielleicht ein paar Modelle her, die ich da hab, die zum Herzogen sind. Und dann reden wir einfach mal über Dungeons and Dragons, über Brettspielverein in Landshut, über einen Brettspielverein, den ich gerne gründen würde. Und überhaupt sowieso. Das war super awesome. Das war super fucking awesome. Ja, immer was Neues. Ist der BD1 schon fertig? Der ist schwarz grundiert, leider Gottes, fein da Teile. Die hat mir derjenige leider nie nachgeschickt, deswegen liegt er zwar grundiert und nicht zusammengebaut in einem Düttel drin, aber er ist leider nicht fertig. Leider nicht. So, vielleicht habe ich bis zum Mittwoch auch schon meine Sachen, die wo ich bestellt habe, alle beieinander mit Farben und Matten und Messer und was man halt alles so braucht. Wenn man ganz altes Zeug, das ist da die Hälfte nicht mehr zum Brauchen, von den Farben sowieso auch nicht. Wobei die ziemlich gut, ziemlich gut herhalten. Da haben einige dabei, die haben über 10 Jahre alt und die funktionieren immer noch, die Farben. Ja. Eventuell Mittwoch, Blade-Schmerz, Tabletop. Oh, das wird hartnötiger Scheiß, Alter. Da werde ich mich auch ziemlich blamieren, weil ich mit der ganzen Sache schon lange nichts mehr zum Tor habe. Flo, Bussi, hab's lustig jetzt. College One, merci, wenn es wieder du möchtest mir also verzeihen, dass du mit deinen Gichtpratzen so grazil malen kannst. Glaube ich dir nicht. Möchte ich sehen. Monatipp von die Macht. Zeig euch. Zeig euch. Ja, aber das dauert halt. Ja, also da sitzen wir nicht hier, macht das auf 10 Minuten, sondern da sitzt ihr mit 3 Stunden. Dann schaut das Figürchen so aus. Ich habe auch noch mehrere. Oh Gott, ich habe noch viel mehr. Aber die habe ich alle bemalt, da war ich 10. Weil da war ich 10, 12, 14 Jahre alt. Ein paar haben dabei, da war ich dann schon immer so alle 3, 4, 5 Jahre fällt mir ein, das da ich gern. Dann kaufe ich voll den Scheiß ein, so wie jetzt halt auch. Und machen. Nach 2 Wochen liegt es im Eckkind und dann liegt es halt da.
Und natürlich versuche ich mich zu verbessern. Ja, aber momentan hat es mich gescheit gehuckt. Vor allem mit Geländegestaltung und Geländebau. Das habe ich schon lange nicht, also das habe ich eigentlich noch nie so wirklich gemacht. Mal schauen einfach. Das ist einfach ein Hobby. Ja, da ist der Wegesziel. Nice. So, jetzt starten wir das Spiel, Birger. Kurze Fix, wir haben uns zum Sims getroffen. Und nicht zum über irgendeinen nerdigen... Ich hab niemals... Wie muss ich sagen? Und nicht zum nerdigen, ich werde niemals eine Freundin haben, Thema. So. Starte das verdammte Spiel, wir richten jetzt die Booty-Eier. Booty-Eier richten alle. Ich würde die nach 10 Sekunden mit meiner schwarzen Lackdosen ansprühen, weil ihr Feingefühl wird C4 spricht schon. Das ist alles eine Frage der Technik. Ja, ich ziehe dir da wieder, als hätte ich war ich seit 4 Monaten auf Heroinentzug. Aber du musst halt das mit dem Trockenbürsteln und so, da musst du gar nicht genau sein, das geht so gut, du musst bloß wissen wie. Alter, da unterhalten wir uns am Mittwoch, da habe ich voll Bock drauf, voll! Ich weiß, das passt halt überhaupt nicht in meinen Kanal da rein und überhaupt und sowieso. Deswegen weiß ich nicht, wie wir das machen, aber wir werden sehen. Aber das war mir schon irgendwie wurscht. Ich mach was ich Bock hab! Los geht's! Was ist das eigentlich für Bauernhof, den ich haben? Auskundschaften erstellt von Eimer Junk Known. Das ist schön. I don't give a fuck. So, Kinder, was habe ich gemacht am Wochenende? Ich habe tatsächlich die Baupläne von diesem alten Haus gefunden. Letztes Mal haben wir gebaut. Da oben. Dreck. Ich war nah dran. Soll ich was ist? Ich war nah dran. Aber ich habe neu gebaut am Wochenende. Habe ich mir erlaubt. Und zwar da. Schau dir die schöne, feine Bude, Alter. Bude, beste Bude. Herr Dampfler, Birger 24 Plus, weiß, wie er mit seinem Pinsel umgehen muss, ja. Trockenbürsteln, Alter. Beste Technik, Alter. Für jeden Grobmotoriker, der mit dem Pinsel nicht umgehen kann, Alter, der macht Trockenpinseln. Und schon schauen deine Figuren aus, als wärst du ein Ultra-Pro-Gamer. Beste Leben, Alter. So, jetzt ist er Ruhe. Wo haben wir weg? Da unterhalten wir uns am Mittwoch. Ja, gut, super Tag für Blättschmerze. Wunderschön, habe ich Bock drauf. Seid jetzt lauter! Passend dazu das Haus namens Schwanzspitze. So, ich präsentiere Ihnen... Nichts. Nochmal, so mal. Ah. Wo ist mein Dach? Wieso ist mein Dach weg? Wo ist mein Dach gekommen? Mein Dach ist einfach weg. Warum? Warum ist mein Dach weg? Warum ist das Bad schon eingerichtet? Das müssen wir. Was ist da? Das müssen wir auslöschen, das müssen wir reinmachen. Habe ich mich kurz einmal gespielt, gib ich zu, habe ich mich kurz gespielt, weg mit dem Schund. Wir müssen alles reinmachen, alles müssen wir reinmachen. So, jetzt haben wir wieder da. So, das da kommt meinem Haus, glaube ich, sehr nahe. Sehr nahe. Es ist natürlich nicht 100% genau, weil das ganze Grundstück Hang ist und ganz passend tut es nicht, aber die Räumlichkeiten sind... So, und jetzt Sportzeug bitte schön, ich hab's das schon so gemacht, dass man nicht 100.000%ig erkennt. Sportzeug bitte die Weirdo-Scheiße, um auf Google Maps nach dem Haus zu suchen, weil jetzt zweite Haus schaut so aus. So, Becker! Birger 24 Plus redet davon, dass Warhammer nicht in den Kanal passt, während der Sims 4 startet. Irgendwo hat er recht. Er hat's recht, Entschuldigung. Irgendwo hast du recht. Ich weiß ja nicht, ob Modellbau und so Geländebau in den Kanal passt. Aber es ist mir egal einfach, das machen wir einfach, das werden wir schon sehen, Alter. Bin ich gespannt, wie viele Leute das ich wieder anfix, dass das mit Warhammer anfangen. Oder 100. Da können wir unseren eigenen Tabletop-Verein machen. Das wird epic, Alter. Warum der man das nicht eigentlich? In der Stadthalle, Alter. Jeden Samstag auf die Nacht Stadthalle gemietet, Alter, und dann da hier Warhammer gespielt wie ein Behinderter. Das war so geil, Alter. Warum der man das nicht? Hat er immer Mittwoch? Ich hab so Bock, Alter, das ist brutal. Da, jetzt ist er Ruhe, besprechen wir jetzt Puppenheisel zusammenbauen. So, ich hab auf alle Fälle so akkurat wie ich kann nachgebaut. Fette Fensterfront, Balkon, mit Terrasse. Unser Whirlpool. Ja, der geilige Motherfucker hat einen Whirlpool. Ja, den hab ich. Und der ist zum Aufblasen und dann sagen auf die 350 Euro kostet. Maulhalten. So überdachte Scheiße aber natürlich nicht, aber den aufblasbaren Whirlpool gibt's halt noch nicht. Was soll ich machen, Brudi? So. Jetzt pass auf. Das einzige wichtige Stockwerk ist eigentlich das oberne. Also das andere ist der Keller. Also es ist eine Kellerwohnung im Prinzip. Die passt so. Da ist wieder das längste, wie wir letztes Mal schon gesehen haben, das längste Klo der Welt. Aber ansonsten habe ich das letzte Mal schon einigermaßen gut zusammengebracht. Ja, mit den Verhältnissen von den Räumlichkeiten und so. Das Einzige, was noch nicht ganz passt, ist das Schlafzimmer, das unterne. Aber ich habe es noch so weit
Weiß das jemand? Wir haben doch Sims 4 Profis da. Dieses Grid da herunten. Man kann ja immer bloß, da habe ich mir auch versucht am Wochenende ein bisschen zum Spielen. Man kann ja, wenn man eine Mauer zieht, immer nur da so 1 Meter, ich nenne das jetzt 1 Meter weit ziehen, kann man irgendwie einen halben Meter weit ziehen. Geht das? Mit Alt oder irgend so, ich habe umeinander probiert wie ein Idiot, aber es steht auch nirgendwo, dass das geht, aber vielleicht weiß ja einer von euch und es geht, nein, geht nicht, schreibt Lavo. Lavo ist ein Sims 4 Pro-Gamer, habe ich gehört. Ja, und I'm Purple wie auch. Ja, alles Pro-Gamer, habe ich schon gesehen. So, mit H kann man das dann markieren. So, mittlerweile bin ich ein bisschen besser bewandert mit Alt F4. Brudi, ich hab schon Leute mit Alt F4 aus dem Leben geschickt, da bist du noch mit dem Holzschwert um einen Christbaum rundum, Alter. So. So, ab nach oben. Kinder, das ist meine Wohnung im Prinzip, weil das Unternehmen nutze ich nicht, weil was soll ich noch? Wir haben zu zweit mit einem Haufen Viecher zwar, aber die wohnen die Hälfte der Zeit draußen. Was soll ich da damit? Das da hinten, ja, da sitze ich just in diesem Moment. Da ist mein riesendrum Schreibtisch. Das bauen wir heute alles so gut nach, wie es geht. Da ist unser Bad. Und wo der ganze Rest ist und so weiter, das machen wir eins nach dem anderen. Was für ein Zimmer fangen wir an? Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Küche, Flur. Wobei, da gibt es nicht viel im Flur und im Windfang. Oder mit meinem Bunker. Ab in den Chat. Währenddessen dampfe ich ein wenig. Keller. Nicht mit dem Keller! Ich hab doch gesagt, der scheiß Keller, Alter! Der Keller ist... Oh, Scheißhaus. Scheiß ist gut. Bunker? Was für Bunker? Also mein Bunker. Ja, das ist in Ordnung. Euch interessiert mein Bunker. Ich meine, den kennen ja die meisten aus den Videos. Ja? Bloß die Seiten in die Richtung kennt wahrscheinlich keiner. So, das da in die Richtung. Da so. Da ist übrigens mein ganzer bisheriger Modellbauscheiß aufgebaut, falls das jemanden interessiert. Ja, die Richtung kennt keiner. Jetzt machen wir wieder so. Muss passen. Hoppala. Was da los? Moment. So, machen wir das her. So. Wichst ihr? Wohin wichst ihr? Nein, überall wichst ihr. Da ist links ist ein Ruin, rechts ist ein Ruin. Oder wie gesagt, Alter, ich komme wo ich will, ich komme wann ich will, Brudi. So. Weißt du was? Die Leute schreiben Bunker. Bunker ist ein guter. Der Bunker ist ein guter. Weißt du was? Wir machen als erstes unser Streaming. Und es ist im Prinzip mein Kinderzimmer. Ich bin da herin aufgewachsen und groß geworden. Literally. So. Gut, dann fangen wir an. Also, mein Bunker hat ein Balkon hier. Da hinten mir aussehen und da rechts ein Fenster. Leider Gottes gibt's bloß größenverhältnismäßig diese 3 länglichen Fenster. Das passt natürlich nicht hundertprozentig akkurat. Es haben bloß 2. Beziehungsweise ein quadratisch und ein so ein längliches. Und das war's dann. So, wir fangen mal an. Wir brauchen einen Tisch. Jetzt pass auf. Ich hab da wie gesagt, ich hab mit dem Bad schon ein bisschen experimentiert, damit ich mich ein bisschen auskenne wenigstens, damit wir halt irgendwann einmal fertig werden, weil wir sowieso nie fertig werden. Dann kommen wir da herum so ein bisschen umeinander und irgendwo brauchen wir einen Tisch. Ja, wir brauchen einen Schreibtisch. Dazu gehen wir am besten eigentlich ins Büro rein. Esszimmer, Büro. Büro, so, gibst mir einen Tisch und dann brauchen wir, ich hab mir den Schreibtisch da selber gebaut. Ja, beziehungsweise da hat man natürlich jemanden geholfen, weil handwerklich bin ich jetzt nicht der allerbrutalste Mensch der Welt, außerdem weiß ich gar nicht, wie man das muss aber aushalten, ne? Da wird ein Gewerk drauf. Und zwar ist es ein riesengroßes U und an der Wand befestigt. Deswegen werden wir das schon mal nicht so hundertprozentig akkurat hinkriegen. Aber da unten drunter ist nichts, keine Schubladen, gar nichts, deswegen kommt das Ding. Ja, das seht ihr jetzt ja gerade wieder ums Ausschlecken. Nicht das Ding da herunten. Kommt dem Ganzen am nettesten und zwar in fucking schwarz. Oh, der ist sogar ziemlich groß. Ja, okay, das passt sogar ziemlich gut. Pass auf, da machen wir jetzt nämlich so. 1. Dann drehen wir den. So. So. Und so. Ja. Bloß, dass da halt keine Lücken dazwischen drinnen, das kann ich halt nicht ändern. Und eigentlich geht er sogar auf der rechten Seite geht er noch ein wenig weiter. Aber da darf er nur bis zur Mitte vom Fenster gehen. Deswegen ist das schon wieder mal nicht so hundertprozentig akkurat. Aber das werden wir nicht anders hinkriegen, sag ich dir, was ist. Deswegen bauen wir den jetzt einfach so her. Also wie soll ich sagen? Mein halber Bunker da hinten ist ein Schreibtisch. Was soll der Boden unten? What the fuck? So, dann brauchen wir ein Licht. Eine Deckenlampe. Jerry Mods, merci dir für den Euro. Habe dritt und schöne Grüße aus Tirol. Schöne Grüße aus Niederbayern. Bussi aufs Nussi. Hashtag Lieblingsnachbarn ab in den Chat. So, jetzt brauchen wir noch irgendwo eine Deckenlampe. Was habe ich eigentlich für Deckenlampen, Alter? Ja, also die typische fotzengrobe Scheiße halt, die wo nichts kostet. Typische Hagebaumarktlampen. Jetzt pass auf, was kommt denn dem Ganzen am nettesten? Das sind diese komischen, die einfache mit Alu-Dinger und 3 solche Deckenlampenteile halt dran.
Ein Licht macht's kein Gescheites, sag ich euch auch, wie es ist. Kann man doch nicht nach Deckenlampe suchen? Deckenlampen? Ja! Ja, das da glaube ich kommt am nettesten, wenn du mich fragst. Was? Ein normandisches Licht. Ja. Ah, das geht sich schon hin. Die hängt genau zentral herin in der Mitte. Ich habe gelernt, dass man mit alt das ein bisschen so machen kann. So. Genau, das hängt auch mit zentral in der Mitte. Und dann ganz furchtbar wichtiges Detail. Da gehen wir so Wandlampen. Das sind die zwei Strahler da links und rechts. Und da ist jetzt natürlich die Frage, also so ein typisches geiles Kellerlicht. Ja, das kommt am nettesten eigentlich, weil so ein Scheinwerfer, den man dran können sehen, gibt's nicht wirklich. Jetzt pass auf, da nehmen wir das. Ja, was ist denn das da? Kunstbeleuchtung, perfektes Bild. Kann ich nicht freischalten, schade. Wobei das da eigentlich besser ausschaut. sauber mal die Straßenlampen ins Zimmer eingehängt, Alter. Was? Schiffsarmatur Beste. Was für Schiffsarmatur? Was für Schiffsarmatur, Brudi? Ich weiß nicht, was da am Nathan kommt. Das ist auch nicht das Ding. Was ist das da? Auch nicht. Kann man das irgendwie dran? Nein, auch nicht. Ja, das sind schon die. Geht nicht anders. Kinder, geht nicht anders. Müssen wir schwarz machen, geht nicht anders. Da ist da einer. Und da einer. So. Dann. Gute Frage, Alter. Was? Dein klassisches Kellerlicht nennt sich Schiffsarme. Achso, Ach so. Das weiß ich nicht, Alter. Das ist für mich das Kellerlicht, Alter. Im Keller unten schaut Licht alles so aus. U-Boot-Mode Inc. Die warten gar nicht mehr so kreislig, die Dinge. So, dann als nächstes brauchen wir natürlich einen PC. Haben wir mit dem PC? Gibt's da PCs? Ja, gibt's. Alter, wo ist die krasseste Maschine? Was ist denn diese Steinzeitprozessor? Den meine ich nicht. Der Ghostwriter Desktop, der ist fett. Der ist fett. So. Das Ding ist, ich habe 3 Monitore. Was haben wir da? Oh, ich habe auch ein Tablet. Ja, das ist gut. Ich habe aber 3 Monitore. Was soll ich machen? Das war nix. Das gehen wir weg. Das da kommt. Das kommt sehr nah. Genau so habe ich nämlich meinen PC auch stehen. Also ich hab, hinter meinem Monitor habe ich einen Tower seitlich stehen, weil ich halt einfach keinen Platz habe und ich da unten rein mag. Und dann stehen links und rechts daneben eigentlich noch 2 Monitore. Das ist die Frage, die kriegen wir aber nicht hin. Ja gut, dann müssen wir es anderweitig machen. Ich habe ein Tablet. Das ist übrigens nicht gelungen. Ich habe kein Handy, dafür habe ich ein Tablet. Das legen wir jetzt einfach. Wo legen wir das hin? Das legen wir da her. Gibt's eigentlich Wichstücher? Die waren echt wichtig, oder? Die waren echt massiv wichtig. So, aber mit Details können wir uns später noch aufhalten. Da brauchen wir einen Bürostuhl. Ja, da gibst du mir mal meinen ultra geilen Pro-Gamer-Sessel, der langsam aber sicher auseinanderfällt. Also aber Daily News, ja, das kommt sehr nah. Also ein bisschen. Ja gut, eigentlich ist er mehr schwarz wie rot. Warte mal. Gibt's den irgendwie anders einfach? Nein, gibt's nicht. Ja, egal, lass mal rot, das glaube ich passt schon. Mr. Brother, Bussi, Uzi, Pussy, Straßenlampe in die Bude gehängt und wenn du ins Bett gehst, einfach sauber geht, Wind drin, geht's Licht aus. Beste Leben, Alter. Joke, Brother, Baumeister Birger wieder am Zug. Ja, ich regel das. Ich zeige euch, das ist die virtuelle Roomtour. Ich versuche das so akkurat hinzukriegen, wie es geht. So, dann habe ich links von mir, da links liegt eigentlich nur Scheiße. Da liegt eigentlich nur, was liegt denn da? Ordner und ein paar Beutel und Hosen und Hosen. Hauptsächlich Hosen. Dann haben wir noch ein kleines Regal. Das war jetzt eigentlich ganz passend, wie man das. Ja, da gibt es sogar Bier, schau hier. Oh, schau hier. Sehr akkurat. Sehr akkurat, da liegen ein paar Bier, das ist korrekt. Ja, die müssen wir aber dran. Dran, so, das passt gut. Gibt's einen Träger am Boden? Ich glaube schon, gell? Ein kleines Hockerl, was haben wir da alles? Was haben wir denn da alles? Zukunftswürfel von dunkler Progression, was soll ist denn das? Ja, den wir da hinten drin, der ist super fancy, den kann man schon immer brauchen können. So, was brauchen wir noch? Ich hab schon Rollos, aber ich habe keine Vorhänge, weil mir Vorhänge einfach nur nerven, aber ich habe sehende Dinge und zwar in dunkelblau. Das ist natürlich kacke, weil in dunkelblau gibt es nicht, oder? Gibt es in dunkelblau? Oh, das kommt sehr nah, Es klingt noch nicht. Es klingt noch nicht. Ja, machen wir es in braun. Das ist wurscht. Habe ich so ein Ding und so ein Ding. Und über der Balkon, habe ich auch noch so ein Ding. So, das passt auch ganz gut. So, jetzt braucht man Regale. Brudi, Regale. Ich habe da auf der linken Seite riesendrum Regalwand. Jetzt pass auf. Regale. Wieso kann ich das nicht? Tu das weg. Regale, Regal. Da habe ich schon ganz spezifisch einmal gefunden, aber ich weiß nicht, warum das so, warum kann man nicht einfach alle
Wanddeko, ne, das ist auch nicht. Regal in Vitrinen, dieses. So, ich hab das typische Ikea Regal. Sondern da mit die Wandinterior. So, jetzt pass auf, mit Alt kann man das eigentlich ziemlich geil verschirmen. Das ist fast an der Wand dran. Machen wir jetzt so. Und ist genauso lang wie, muss ich selber schauen. Das kann man wieder nicht überlappen lassen, gell. So. Und da habe ich 3 Stück. Machen wir jetzt so. Und so. Das schaut so fancy aus, oder? Schaut so fancy aus, dass ich vor lauter Fanciness schon gar nicht mehr weiß, wie ich heiße. Das müssen wir ein bisschen sauberer platzieren. So. Jetzt können wir uns das mal anschauen. Ja, das kommt dem Ganzen schon sehr neu. Sehr nah. Da steht ein Haufen Scheiß drin. DVDs, Hero Quest, Brettspiele, bla bla bla. Dann braucht man so ein kleines Fußhockerl da hier. Dann habe ich auch gesehen, dass es Gitarren gibt. Gitarren kreativ. Leider kann man die nicht an die Wand hängen. Gibt es den schwarz? Ja, die gibt es in schwarz. Deswegen stellen wir es einfach am Boden runter. Ja, akkurater wird es nicht. Akkurater wird es nicht! Was war da wieder los? Der Andi! Gibt's da Käsereibe? Nein, Käsereibe gibt's leider keine. Merci dir. Drück mir auf G, da kannst du mir das Gitternetz ausblenden. Ist schöner. G. Oh, hab ich vergessen. Hab ich gewusst, aber ich hab's vergessen. Dankeschön. Ulala, das mit Alt hab ich nicht gewusst. Oh, Frau Lavo. Wer ist hier der Pro-Gamer? Das mit Alt hab ich nicht gewusst. Tja, immer wieder gibt's was Neues. So, dann habe ich vor mir. Da rundherum hängen so viele Beutel, Leute. Deswegen brauchen wir jetzt mal Poster. Da wird es natürlich nicht die Poster geben, die ich da hängen habe, das ist auch klar. Aber irgendwas Buntes und irgendwas mit Hochkant. Birnen. Na, das passt nicht ganz. Was haben wir da? Notfallmann. Ja, das hängen wir da her. Da hängt's gut. Da habe ich zum Beispiel ein Orient the Will of the Wisps Poster. Na, nehmen wir das. So, das ist relativ gelblich, das Beutel. Das passt auch ganz gut. Da habe ich nämlich auf der rechten Seite, da habe ich ein riesendrum Cyberpunk-Beutel hängen. Dann haben wir, dann brauche ich jetzt ganz, schau hin. Ah, die haben wahrscheinlich ein bisschen zu groß, gell? Aber ich habe hinter mir 3 so ganz hochkante Beutel. Ich mag einfach dieses Format, frag mich nicht warum. Da werden wir aber bloß eins herbauen können, mehr passen nicht hin. Dann einmal 3, aber das kommt schon sehr nah hin, würde ich sagen. Und da hängt, kann man jetzt da wieder nichts hinhängen. Warum kann ich jetzt da nicht? Was ist das wieder für Käse? Wer war da wieder? Der Magal! Merci für den Drilling. Birger, du geile Brezen. Magal, du geiles Brezensalz. Nice. Merci dir. So, was habe ich braucht? Ein ganzer schmales Hochkantbeutel. Haben wir da nichts Passendes. Schauen wir mal da. Das ist sauber jetzt klar. Was möchtest du mit dem Scheiß? Da hängt der G-Man von Half-Life Alyx. Aber die Frage ist, was passt hier gut? Wahrscheinlich aber auch einfach so ein lila Beutel. Ja, also mit der Trompetenspieler, der passt ganz gut. So, den hängen wir da rein. So, dann ist da mittlerweile eigentlich schon fast alles zugepflastert. Jetzt brauchen wir bloß noch kleine Hochkantbeutel. Was haben wir denn da so? Kasperl passt eigentlich ganz gut. Das mit der Raketen. Ich brauch halt Hochkantbeutel, also so. Ja, aber die Szene gibt es nicht in dem Format. Gibt es nicht, glaube ich. Nö. Der Mann da. Das heißt, das da, wenn ich einfach hinpflanzen kann, ohne dass er aufs Grid scheißt, dann darf es eigentlich ganz gut hinkommen, wie das da ausschaut. Aber, klang dem nicht. Was der wir dann? Dann hängen wir halt lauter kleine Beutel, das hilft sowieso nicht. Oder eins von ihm da. So. Ja. Und schon muss ich sagen, kommt das Ding eigentlich ganz nah an, wie meine Bude da herin ausschaut. Da ist dann natürlich meine Tür, da hängen ein paar Sachen da kann man auch noch ein kleines Beutel vielleicht ohne hängen. Haben wir ein kleines Beutel. Ja, da kann man wieder, ist dann das Grid wieder zu kacke. Jetzt bei dem Obacht, was haben wir da? Was ist dieser Mausloch oder was sind die Seiten? Ein Mausloch habe ich den nicht keins! Für das ist noch zu jung hergerichtet da herin. Pass auf, gibt's da keine, man sagt halt also schlecht, wie groß das die Beutel sind. Das Apfelbeutel, ja, das kann ich da wieder nicht herhängen. Warum kann ich das da nicht herhängen? Das ist ja auch Kass. Da kann ich sie hängen, aber da nicht. Ja, das ist schade. Das ist schade. So, was gibt's denn dann für da gibt's sicher noch ein paar Utensilien, wo wir jetzt da noch in das Regal einstellen können. Was gibt's denn da alles für Zeug? Wo schau ich denn nach? Zeug? Keine Ahnung.
Regal, Dekoration. Verschiedene Deko. Verschiedene Deko ist doch gut. Ja, Klo rein. Ja, für den professionellen Wichser von Welt hängen wir da natürlich einmal ein Wichstier her. Das schaut einmal überhaupt nicht. Was haben wir da? Papiertuchspender, das ist da wieder Scheiß auf Klopapier rein. Ah, die muss man bloß wieder, die ist wichtig. Die ist wirklich wichtig. So, passt. Und weil wirklich ungelogen da herhinten eine zweite stellt, stellen wir gleich noch eine hier. Deko und Gerümpel. So, was gibt's da? Das ist ja Bartscheiß. Ja, genau, als hätte ich eine Obstschale da drinstehen. Pflanzen gibt's. Ja, Pflanzen, es mag schon sein, dass es Pflanzen gibt, aber da herin nicht. Was haben wir da? Das ist ja lauter Schrott, oder was soll mit dem? Oh, ja, so ein Kamerading. Weiß ich nicht. Hauptsache da steht, weißt du, irgendein fancy Klump umeinander. Das passt schon. Such einfach nach Klump. Was hat der andere geschrieben? Klopapier saugt halt einfach schlecht. Sprenge ein Kenner. Finn an den schwarzen Tischen nicht so weiße Flecken. Also mit dem Schwarzlicht brauchst du darin nicht durchgehen. Sag ich gleich, was es ist. Wie gesagt, ich komme wo ich will, ich komme wann ich will. Und in welcher Farbe ich will. brauchst gar kein Schwarzlicht. Was? Gerümpel? Ah, da, Gerümpel. Schau, hier Gerümpel. Oh, Miete. Oh, die hat aber große Miete. Was ist das da? Einsteigerset, Floristentraum. Ja, genau. Ja, nur ein paar Bier, da liegen auch wirklich Bier umeinander. Die Bier können wir auch da oben aufverlegen. Da sind überall ein bisschen so Bier drin. Ja, ein bisschen fancy dekorieren. Ja, die passen wieder nicht ins Regal auf. Super toll. Ja, da liegt tatsächlich ein Gewand. Das passt super. Da liegt tatsächlich ein Gewand. Tatsächlich liegt da ein Gewand. Was? Tischschmuck, feuriges Mundgebäck. Was für scheiß Mundgebäck, Alter? Was? Ja, da ist Bastelzeug hinten. Das passt schon. Dann nehmen wir so ein Dings. Was ist das da? Schuhregal für Frauen, ja, das ist wichtig. Was haben wir da? Haufen Sportausrüstung. Ich mache keinen Sport. Schau aus, als deine Sport machen. Ja. Kistenregal, was ist das? Das ist wirklich sprichwörtlich. Oh, da haben wir so einen Roboterkopf. Ja, den kann man doch mit Sicherheit auch da irgendwo. Nein, der ist wieder zu groß. Was haben wir da? Irgendeine Schüssel. Ja, hau einen den schon. Cookies. Was haben wir da? Ja, ein bisschen rein dekorieren ins Viech. Ja, das schaut doch gut aus. Was haben wir da? Rucksack. Ja, das passt auch gut. Da steht eigentlich da eine kleine Vitrine, aber hängt da oft einmal ein Rucksack dabei. Das haben wir da in See keine. Dann schaut das doch eigentlich ganz fancy aus. Na? Ist doch schon einmal so halbwegs fancy shit. Was haben wir da noch? Gibt's ja noch nicht mehrere Zeichen, oder was? Der Max Rider schreibt: Tipp, Birger, nimm mal einen Gegenstand und tipp die Apostroph-Taste. Nimm mal einen Gegenstand, Apostroph-Taste. Was meinst du? Das Dran? Oder was? Oh, du meinst dieses... Oh! Was ist denn das Gegenteil von... Alter, das, wenn ich vorher gewusst hätte. Brudi! Pro-Gamer-Tipp Level 9000! Auf dem scharfen S, also auf Fragezeichen und auf rechts daneben Apostroph. Ich war auf dem Semikolon. Entschuldigung, mein Fehler. Dann wird das Zeug klein, aber es passt trotzdem nicht ins Regal auf. Das ist schade. Das ist schade, aber das können wir jetzt einmal schnell, testen. Oh, das ist schon... Oh, das ist... Ja, da kann man mehrere Variationen einbringen. Das ist echt gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Schauen wir mal. Oh, da haben die guten neuen Kleenex-Wichstiere, die stehen mir auch noch dazu. Die haben noch nie geschaut. Die haben literally noch nie geschaut. Jetzt pass auf, was haben wir sonst noch? Wer war da wieder? Seiching! Die grünen alle schaut aus wie eine riesige Kerzen. Romantik in der Natsch. Ja, ich gib's auch zu, ich brauche nicht einen Zebra heute. Nein, brauche ich nicht. Außerdem ist es proportionaler sauber zu groß, wenn du mich fragst. Ah, das ist das schönste Detail. Jetzt habe ich den Namen leider vergessen, wer mir das geschrieben hat. Super Tipp, merci dir. 4 Tonnen Klopapier rein. Ja, die brauchen wir. Also so ein Twentfest gemacht, die du so mit 2 Händen runterziehen kannst. Ah, das ist nice. So, da steht natürlich, gibt es da nicht irgendwie DVDs oder CDs? CD-Stapel. Wo? Ich sehe keinen CD-Stapel. Ich sehe bloß irgend so allgemeiner Schrottgerümpel-Scheiß halt. Ja, du tust einfach irgendwo sein. Was ist das für Kacke? Habt ihr da irgendwas? Aber der Dingskopf, der Roboterkopf geht trotzdem nicht auf. Ja, die Miezi können wir einstellen. So, Miezi. Und ein Togo können wir einstellen. Dann schaut doch das langsam eigentlich ziemlich... Was ist das? Nagellack glänzende Stimmung.
Nice, den brauche ich brauchen. Keksdose aus Keramik, stellen wir da noch auf. Ja, der gute obligatorische Messerblock, weil warum nicht? Kann man alles irgendwann mal brauchen. Ja, so schaut's tatsächlich, das kommt sehr nahe. Bloß dass die Wind mehr mit Beutel zugepflastert ist. Da ist da noch ein Beutel hinterm Licht und da noch ein Beutel hinterm Licht. Und so schaut mein Raum aus. Mit was denn wir weiter? Kinder, wir müssen viel mehr Meter machen. Wenn wir jeden Raum so lange brauchen, dann kriegst du einen Schlaganfall. Mit was für einem Raum geht's weiter? Ab in den Chat, Kinder, und ich tue dabei ein wenig düdeln und ein wenig reindämpfen. Der obligatorische Messerblock, mich halt so. Er hat keinen Messerblock in seinem Büro, ja? What the fuck, Alter? Kich, oh Kich. Kich, da kann ich viel erzählen. Das ist eine Eigenkonstruktion. Ja, mit diesen Händen habe ich die Kich gebaut, Alter. War eine L-Kich. Hab's umgebaut zu einer geraden Kich. Schlechte Idee, Bürger. Kich, ja, Kich war das erste. Lavo, Dampfexpress, Kich, Scheiß aus. Dann machen wir Kich und dann machen wir Scheiß aus. Ist das ein Deal? Ja, das ist ein Deal. Sag ich was ist ein Deal? Raffi, Bussi aufs Nussi für deinen Fünfer. Ich hab nur ein sehr wichtiges Detail vergessen bei mir im Bunker. Teppich, Alter. Teppiche. Was gibt's für Teppiche? Jetzt pass auf, Obacht. Da ist einmal mein schwarz-weißer Ripcurl-Teppich aus dem Geschäft noch. Ist der? Oh nein, der ist zu groß. Da brauchen wir so einen Fußabstreifer-Teppich. Ja, die sind alle jetzt groß. Erst einmal die Formen begutachten. Alter, was soll ich mit dem? Sauber zu groß alles! Was ist denn dieses für ein Schrott? Die Miete. Ja, den kann man mal brauchen. So einer liegt auf alle Fälle mal vom Balkon. Ja, das passt dem gut. Jetzt brauchen wir eigentlich einen Kasten großen Teppich. Gibt's ja keinen Mini-Teppich. Wo ist der Mini-Teppich? Gib mir. Ah ja, nehmen wir den. Da haben wir meinen Fäckelteppich, der ist so grün-orange. Den wir mit alt sauber schön da hier vorne her, meine ich früher. Ja. Und dann haben wir noch einen, der ist grau. Den wir mit rein. Ja, das ist ist ganz gut beieinander. Da klatschen wir selber in die Hände und dann machen wir weiter mit der Küche. So, die Küche ist eine Eigenkonstruktion. Mach beim Carport weiter. Ich hab bloß eine Garage, Alter. Also irgendwann kommt der Dr. Baumann, Alter. Das wird der beste Carport ever. Scheiß aus dem Keller brauchen wir. Das ist gleich gebaut, Alter. Warte mal. So, pass auf. Moment. Toiletten wahrscheinlich. So. Dann nehmen wir hier die Kloschüssel und drehen wir uns einmal da so um. So, bam. Literally, so schaut das Klo aus. Was soll jetzt der Song dazu? Ja? So schaut das Klo unten aus. Fertig. Fertig aus, haben wir nicht. Ja, da gehst du hinter 3 Meter mindestens, sitzt du aufs Scheißhaus und kniedelst da rein, was sollst du machen? So, Küche, Kinder. Wir brauchen eine Küche. Ja, also du kommst auf alle Fälle da vor der Haustür rein, kannst rechts dann in die Küche reingehen und dann geht's eigentlich los. So 100% akkurat kann es leider nicht sein, weil ich eben keine halben Kastel weit gehen kann. Aber, jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal in die Küche hinein. Gehen Sie mal in die Küche hinein. Wir fangen an mit dem Unterschrank. Ja, und was ist denn unsere Küche eigentlich für eine fucking Farbe? Ah, das kommt am nettesten. Ja? Also man muss wissen, das ist die alte Küche von der Bürgerin, ja, die in ihrer alten Wohnung gestanden ist. War eine L-Küche, beziehungsweise eigentlich sogar eine U-Küche. Da ich da aber keine, die war jetzt aber zu kurz für diese ganze lange Seiten unterm Fenster, deswegen habe ich es einfach auseinandergeschnitten, habe es quasi gerade gemacht und habe es wieder hingebaut. So. Was keine Theke? Warum Theke? Warum keine Theke? Was meint Lavo mit keine Theke? Das Ding da. Oder was? Das ist eine Inseltheke, Bürger. Inseltheke? Was heißt das? Dass man das eigentlich so bauen soll, oder wie? Das ist so gedacht. Versteht das richtig? Das ist eigentlich schon geil, da kannst du eine Küche planen da herin. Eine Küche brauche ich nämlich auch irgendwann einmal neu. Das wird aber noch ein paar Jahre dauern, fürchte ich. So, ist das so gedacht quasi. Ja, so einen Küchenblock hätte ich auch gern, wo man dann rundum gehen kann und so. Aber wo soll es denn da? Ich habe keine Wasseranschlüsse, die haben alle da in der Wind drin und so weiter. Aber das sehen wir jetzt dann alles nacheinander. Dann nehmen wir das Ding. So, wir haben einmal, hat Nadine eine Bar, oder das ist einmal eine Bar gewesen, das schaut aber auch aus wie ein Küchenschrank. Das fängt ungefähr da an und da an und da steht das Ding. So, dann haben wir einmal, da steht Spülmaschine, da gehst du rein, rechts Spülmaschine, da lassen wir einen Platz frei, dann kommt zweimal Küchenblock, glaube ich, dann brauchen wir einen Ofen, geben Sie mal einen Ofen, Alter. Was ist denn das? Das ist ja irgendwie so. Alter, was ist das für fancy Ofen?
Ja, ein Gaskühler hat auch kein Mensch nicht. So ein Ding habe ich dann auch nicht. Und wenn ich aus dem zweiten wegkriege, habe ich auch nicht. Aber das nehmen wir, das kommt dann nicht. Ich habe es mit der Ceran-Kochfil. Gibt's wieder nicht, gell? Gibt's ja wieder nicht. Was nehmen wir da? Nur einen weißen Ofen, keine Ahnung. Gibt's denn irgend so einen weißen Ofen? Gib mir mal einen weißen Ofen. Da ist ein weißer Ofen, wir sagen gar nicht was. Den nehmen wir. So. Dann, wir haben getrennte Kühlschränke. Jeder, der mit seiner alten zusammenzieht. Beste Tipp, Alter. Sie Kühlschrank, du Kühlschrank. Vermeidet so viel Stress, Alter. So viel Stress. Hast du mir die Riegel zusammengegessen? Ah! Mehr sage ich da nicht. So. Birgerin hat einen relativ kleinen Kühlschrank. Jetzt muss ich erstmal schauen, was da für Modelle gibt. Das ist doch ganz dasselbe. So ungefähr. Bloß da haben noch Überschrank drüber. Also der ist eigentlich nicht, das Gefrierfach gibt es da nicht. Der ist niedriger. Können wir aber jetzt halt anders nicht bauen. Dann hat es da ein Regal dort. Und dann kommt mein Kühlschrank. Ich habe ein bisschen einen größeren. Wie groß ist das Ding? Ja, der kommt dem sehr nahe. Bloß dass ich keine Eismaschine da. Ich kann mir nicht da ohne stehen. So, der steht da. Es ist alles improvisiert, Alter. Das ist alles improvisiert. Was soll ich machen? Ja, für die Leute, die sich denken, Alter, was sind das für Scheiße? So, dann brauchen wir noch mal so einen Unterschrank, gell? Dann habe ich so einen uralten Schrank von meiner Oma. Und da passen jetzt die Größenverhältnisse auch wieder nicht zusammen, weil der natürlich viel länger ist. Ja, der geht bis zur Wand hinterher. Der geht bis zur Wand, weil da links, rechts neben der Tür eigentlich viel mehr Platz ist. Das können wir zum Beispiel ausprobieren, indem wir die Tür da umdrehen. Vielleicht kriegen wir dann noch hin. Ja, Tatsache, schau hin. Schau ihm hin, Alter. Brudi. Dann können wir die jetzt mit Alt verschirmen. Ja, Alter. Alter, das geht sogar gut. Das ist sehr akkurat. Sehr akkurat. Sehr akkurat. So, dann brauchen wir einen Oberschrank. Gibst mir jetzt mal die passenden Oberschrank dazu. Die hängen wir jetzt, wo hängen wir? Warum sind die jetzt schwarz, oder was ist denn das wieder für besoffener Scheiß? Wieso hatten die Tieren schwarz? Was sind das? What the fuck? Weil kein Licht mit drin ist oder was? Keine Ahnung. Aber die hängen wir jetzt einfach mal auf. Die haben wir jetzt mal da und da. Und da brauchen wir mehr Lampen. Deckenlampe. Und da habe ich vorher schon eine gesehen, die kommt sehr nahe an die hin, wo wir tatsächlich auch drin haben. Bloß da links noch. So. Ja, die hängt mittendrin. Die hängt ja mittendrin, hängt die. Schau sie mal an! Na, passt nicht so hundertprozentig. Ist so mittelmäßig akkurat. Die haben wir da ja. Schaut besser aus. Schaut ihm besser aus. Schau ihm hin. So, haben wir. Dann brauchen wir, was brauchen wir dann noch? Ja, dann brauchen wir nochmal unter Oberschrank. Moment. Und zwar, da wird die Mauer wieder her. Und zwar hängt da einer und dann ist es eigentlich so ein Eckschrank. Aber einen Eckschrank gibt es offensichtlich nicht. Keine Ahnung. Machen wir jetzt mal. Oh, die können wir eigentlich sogar noch nicht. Machen wir so. Wir hängen wir ganz ins Eck rein. Hängen wir ganz ins Eck rein. Das passt dem schon. Haben wir mir eine Spülmaschine? Gibt's da eine Spülmaschine, Kinder? Gibt's da eine Spülmaschine? Falls nicht, scheißegal. Theckenwaschbecken. Ja, das ist aber nicht so hundertprozentig akkurat. Brauchen wir das in Silber? Das ist da. Na, ein bisschen weiter rechts eigentlich, aber egal. Gibt's eine Spülmaschine? Ein Geschirrspüler. 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 Ich finde keinen. Jetzt pass mal auf. Spülmaschine vielleicht. Spülmaschine. Da! Schau mich! Die ist auch weiß, die stellen wir da in den Sack rein. Wieso passt jetzt die wieder in den Sack rein? Was ist denn das wieder? Kann nur auf bestimmten Objekten platziert werden. Ach, da muss ich einen Unterschrank zuerst hinbauen. Warte mal. Jetzt merke ich mal auf. Da müssen wir einen Unterschrank hinbauen. Habe ich das richtig verstanden? Und dann gehen wir mir Spülmaschine. Spülmaschine Brudi in weiß. Ah, sehr schön. So, das ist alles Mühe und Not gedrungen. Weil mein altes Haus, da ist der Wasseranschluss, der Wasserabfluss, deswegen muss das alles da im Eck stehen und ist alles zusammenpfercht ohne Ende. Getrennte Kühlschränke, gute Idee. Brauche ich mein gutes Zeug nicht mehr im Gemüsefach verstecken. Ja, keine Ahnung, ich habe halt einen Kühlschrank gehabt schon und sie hat halt einen Kich gehabt und warum soll man das wegtun? Und dann hat sich das halt so ergeben, dass jeder von uns seinen eigenen Kühlschrank hat und das hat nicht geschottet. Weißt du, die Hochschrankerl machen automatisch Ecken, wenn du ums Eck nochmal eins hin tust. Multiplus, das ist einmal ein schöner Tipp. Das probieren wir jetzt einfach. Mit Shift und dann drehen wir es. Oder wie? Warte mal, damit die Wand am Ende.
Ja, aber da geht's vor der Breiten wahrscheinlich nicht hin. Nehme ich an. Ja, das probieren wir jetzt einfach. Doch, geht schon hin. Das darf hingehen. Nein, macht er nicht schon hin. Wie geht das? Eckschränke gibt's auch. Aber wie und wo? Das war dann sehr akkurat. So ein Ding. Genau so da es nämlich da dort hängen. Genau so. Das Einzige, was dann noch feiert, ist, dass eigentlich da über dem Kühlschrank nur so ein Schrank drüber ist, der bis zum Fenster geht. Ja, geht nicht wegen dem Fenster wahrscheinlich. So meinst? Das können wir ausprobieren. Das muss sowieso eins her. Dann schauen wir uns da um. Dann machen wir so. Nein, mag ich nicht. Mag ich einfach nicht. Kann keine anderen Objekte überschreiben. Vielleicht ist es auch das falsche Schrankerl, keine Ahnung. Schauen wir mal nochmal, was für Überschrankerl das gibt. Gruftwandschrank. What the fuck, Alter? Das probieren wir jetzt einfach nochmal. Machen wir erst. Nein, macht das auch nicht. Oder weil du wie EG2-Schrank auf einer Seite brauchst. Nein, verstehe ich schon, da müssen da noch mal einer her quasi. Deswegen funktioniert es nicht. Ja, gut. Ja, dann hilft es halt einfach nicht. Was nehmen wir da gleich wieder? Was haben wir da gerade? Den da. Dann machen wir es so. Was aber auch hinten vorne nicht passt, der muss weg, Fenster wieder in die Mitte. Was halt völlig behindert ist, dass unter dem Fenster, da ist eine Fensterbrille und unten drunter ist eine Heizung. Dementsprechend existiert dieser Unterschrank nicht. Da ist einfach ein Loch drin, da stehen 2 Barhocker unten drunter, weil sonst halt Heizung zugebaut wird. Das ist halt Scheißdreck, Alter. Das ist halt Scheißdreck. Wen hab ich da gefunden? Der Gnädel! Schau, da ist der Gnädel, und Emma. Und Emma fangt ihren Schwanz. Ja, die 2 Idioten sind so blöd, Alter. Was bei der Farbauswahl, das Radl? Was für Radl, Leute? Was für... Oh, das habe ich noch gar nicht... Oh, fancy shit, Brudi. Fancy shit, Mann. Schau dir das so. Schau dir das so. Wer war das? Sophia! Neuer Pro-Gamer, Sophia. Kennt ihr euch einmal zusammen da? Stell dir vor, Sophia und Lavo daten einen ultimativen Dragon Ball Z Fusion Move mal. So, warten der ultimative Pro-Gamer. So, weg mit dem Schund. Dann machen wir so. So. Eckschrankerl. Nein, nicht den dunkelbraun, du Spacken. Wieso ist denn das jetzt dunkelbraun? Bist du besoffen, Alter? Ja, dann machen wir es so, das kommt noch am Nattern. Da passt dahinter vorne nichts mehr zusammen, was soll denn das? Also ach so, weil das lauter unterschiedlich sind. Ich verstehe. Und nehme ihm das. Das passt gut. Und dann habe ich gesehen, gibt es so flache Unterschrank auch noch. Ja! Schau ihm das an! Brudi! Very nice! Moment. Du bei der Ober? Very nice! Brudi! Simsessor, mit BB Move Objects kannst du Objekte überschneiden, damit könntest du auch deine Ecken cheaten. Das ist wahrscheinlich eine Konsole zum Eingeben, oder? Mit BB.Move Objects ist gleich 1 oder so, oder? Ja, ist wurscht. Das passt dem schon so. So, was haben wir dann noch? Dann brauchen wir wieder unser Regal. Jetzt pass ich mal auf. Regal, verschiedene Deko. Na, wo waren das vorher drin? Weil das regt mich auf. Warum gibt es nicht einfach alle Regale? Deckendekorationen. Na, Regal, wo waren das drin? Vitrinen, da war es drin. So, dann haben wir da Regale drüber. So, wie machen wir das jetzt angeschickt dann eigentlich? So hundertprozentig genau kann man das wieder nicht machen wahrscheinlich. So und so. Und dann brauchen wir eigentlich dasselbe Regal, bloß kürzer. Na. Aber vielleicht gibt es da auch wieder... Warte mal, kürzere Regal? Nein, gibt's nicht. Jetzt pass auf, Regal in Vitrinen. Nein, das ist nicht mehr. Aber da wieder... Flea Frankie! Hey Birger, du hast die Tür vom Windfang ins Haus vergessen. C-Fix! Da hast du recht, das habe ich vorher schon gesehen. Sollen wir schnell bauen? Pass auf, Türen. So, dann nehme ich MD in dunkelbraun. So, Windfangtier ist da. Zufrieden. Ah, da steht Bürgerin, rennt gerade im Keller umeinander.
So, nein, da bauen wir natürlich kein Tier rein. So, Küchenutensilien. Jetzt brauchen wir Küchenutensilien. Auf alle Fälle kommt einmal eine Mikrowelle daher. Da steht nämlich in Wirklichkeit auch eine Mikrowelle, das passt ihm ganz gut. Dann, unsere Katzen fressen da wir sind sagen, kann man die Mikrowelle in den Tee stellen? Nein, aber die steht eigentlich auf dem Regal drüber. Das heißt, die kriegen wahrscheinlich nicht alle Napferl, alle Futternapferl, kriegen wir mit die Futternapferl daher, ich weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Ja, da stehen dann eigentlich 3, 4, 5 solche Futternapf voneinander den ganzen Tag. Das passt eigentlich ganz gut. Sehr schön. Dann, was haben wir noch? Eigentlich ist links neben dem Ofen noch so ein bisschen Küchenplatten übrig. Da nehmen wir, was gibt's denn eigentlich noch? Mülleimer haben wir keinen. Haben wir schon, aber da sind da Spüle drin, seht keiner. Barhocker, sagt man auch nicht, die stehen da unten unter dem Dings drin. Wir brauchen Küchenutensilien, wir hatten Küchengeräte wieder. Was haben wir da jetzt? Oh, Kaffeemaschine, ganz wichtig. Was, der Koffeingenerator? Der Koffeinator. Entschuldigung, hat's mir Koppel rausgekaut. Übrigens an der Stelle. Leute, merci fürs Zuschauen. Wem's taugt, Daumen da lassen. Und startet mit den Donations, weil die Hälfte wahrscheinlich schon wieder besingen. Pussy. Aufs Nussi. An euch alle. Auf euch, Kinder. Bevor der Erste schreibt, trinkst du da Wasser? Der hat gesagt, dass das Wasser ist, oder? Vielleicht ist eine Flasche Wodka Gorbatschow. Who the fuck knows? So, wie wir schon jetzt Elektronik. Verschiedene Elektronik. Was haben wir da? Nicht das wieder. 5 von 1. Habe ich Küchengerät gehört. Bin schon da. Herbert, bist du Küchengerät? Muss der Mikrowelle nicht ins Pro-Gamer-Zimmer? Eigentlich schon. Aber da habe ich Platz machen müssen für meinen ganzen Miniaturscheiß, der jetzt dann daherkommt. An der Stelle saufen wir Wasser. Was? An der Stelle saufen wir Wasser. Wir saufen immer Wasser. Na, fehlt Fisch drin. Vielleicht bist du Fischfanatiker. Wie findet man jetzt Küchengeräte? Da schon, hier. Küchengeräte. Ja gut, das ist aber bloß der Scheiß. Was ist denn das da? Eine Törtchenfabrik? What the fuck ist Törtchenfabrik, Alter? Was soll das? What the fuck ist das? Und aber da, Küchen, einen Dunstabzug haben wir leider nicht, dementsprechend pickt die ganze Scheiße an der Wand dort. Wie gesagt, ich brauche eine neue Küche, aber ist alles eine Frage der Faulheit, das ist mal das Erste, und alles eine Frage der Finanzen. Na, Birger, mein Daumen darf ich mir gern behalten. Ja, Bescheid, ist in Ordnung. Thema Maschinen, wie das heißt, Mixer und sowas gibt's mir nicht, außer vielleicht bei der Deko. Also Gewürzregale und Küchen... Was haben wir da? Küchenutensilien in Gerümpel. Ja, dann stellen wir das so. Da der obligatorische Messerblock. Ja, den gehen wir mit einstellen. So einen habe ich tatsächlich. Den haben sie mir zu meinem Geburtstag geschenkt. So, was haben wir da noch, was in die Küche reinpasst? Zewa-Rollen haben wir doch vorher irgendwann einmal gehabt. Zewa-Rollen, gib mir die Zewa-Rolle. Ja, Kochlöffeln. Ja, damit das halt einfach nicht so las schaut da. Also liegt bei uns auch ständig Geschirr und da ist nie aufgeräumt. Nie. Du wirst halt, eine Küche ist auch nie aufgeräumt. Wer tut denn das? Also das tust du schon, aber in 2 Sekunden ist es wieder aufgeräumt. Was sollst du denn machen? Was ist das da? Kistenregal, der fairste Handel. Aha, ja genau. So, da stehen wir ein paar. Nein, ja, das passt ja. Auf meinem Kühlschrank stehen dann eigentlich Cornflakes und so weiter. Da wird jetzt aber einfach Bier aufgelegt, einfach weil es wurscht ist. Ja, die Frau kauft tatsächlich ab und zu mehr Obst. So, was gibt's noch? Da stellen wir ein paar Bücher in Säckchen drin, Kochbücher. Was haben wir noch? Notizbücher. Eigentlich liegt da hinten meine 3000 Cornis und was weiß ich. Was ist das? Gartenwerkzeug? Ja, das brauchen wir. Endgültigkeit. Was ist denn das, Alter? Was für Endgültigkeit, Brudi? Gehen wir es wieder klären mal. Warum kann ich da nichts aufs Regal auffüllen? Ich möchte so gerne was ins Regal auffüllen. Kann ich aber nicht. Was auch immer das ist. Das sagen wir ist unser Gewürzregal. Ja, auf antik gemachtes Gartenzubehör. Was das da sucht, weiß kein Mensch. Kerzel. Kann man auch wieder nicht aufstellen. Machen wir so. Ja. But in a nutshell. Und ja, unsere Events sind übrigens Türkis. Hat sich die Frau eingebeitet. Ich habe gesagt, das ist mir wurscht. Styleplots. Geh und mach mal ein Sandwich. Bitch! So, Herr Löwe, was ist da los? Gibt's ein Bier auch? Unter dieser Bar, unter dem Ding, da ist auch unten hohl, also da ist halt off und da stehen dann ungefähr 25 Kasten drin. Ein guter Almdudler, eine Wasserfettfrau, natürlich ein Kastenbier, ein Kasten Weißbier, was haben wir noch alles? Ein Paulaner Spezi, ein Kasten, 2 Kasten Cola, da ist alles, was du Bock hast zum Trinken, ist da unten drin und dann passt es. Und dort diese 2 Regale, die gingen noch ein bisschen weiter in Tee, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll.
Da hängen wir jetzt einfach ein Beutel vom Hund hin. Ja, das passt. So. Hundebeutel, Kaffeebeutel. Ja, wunderschön. 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 Und dann machen wir eine Maus hin. Komm mal, warum kann ich da keine Maus hinmachen? Ich mag da jetzt eine Maus hinmachen. Lass mich jetzt da sofort. Wir haben nämlich tatsächlich schon das war überlegt. Das war so geil. Es war so geil. So, ich steuert mitten in der Nacht. Irgendwann in der Nacht. Her, ich gegruschel in der Küche. Ja? Wir haben ja 3 Katzen. Nichts Ungewöhnliches. Aber das war einfach ein anderes Gruschen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Man kennt das, wenn die Katze in irgendwo umeinander geruscht und sonst irgendwas. Wir haben da eine Speis. Die habe ich total vergessen da. Da ist übrigens auch kein Tier nicht drin. Gibt es eine Tür ohne Türraum. So, aber ich gruschel's da umeinander. Ich gehe in die Küche rein, schalte das Licht ein. Steh da. Steh literally da. Buchstäblich da. Moment, wieso kann ich jetzt wieder nicht mehr? Steh da, mach die Tür auf da, geh rein, steh da. Schau so, nach rechts, da neben das Waschbecken so, sitzt der Maus auf dem Tisch oben. Sitzt er da, hat irgendwas in der Hand und schaut mich so. Ich stehe da, schaut Maus so. Maus so. Ich schau zurück. Du Wichser! Und dann ist der Vogel gelaufen. Dann haben wir eine Zeit lang eine Maus gehabt, die hat da in dem Seitenschrankel, in dem uralten, von meiner Oma Schrankel, im Schubladen gewohnt, Alter. Und keiner hat's gespannt. Da hat's ausgeschaut in dem Schubladen da drin. Alles angeschrieben, da ist Zeug drin gelegen, Nüssen und Käse und alles, was halt in der Küche so umeinander liegt, keine Ahnung. Brutal. War beste Maus, Alter. Irgendwann hat's dann der Katzbrocken gefunden und hat's gegessen. Tja. Katzbrocken 1, Maus 5. Aber das eine für den Katzbrocken muss klar sein. Herr Mark, bei uns kann man vom Boden essen. Man findet immer was. Ja, so ist es bei uns auch. Mr. Fink, merci für den Zwickel. Also wirklich, jetzt hat es mir einen Zwickel ausgekauft. Grüße aus der Spätschicht von Dingelfing. Dingelfing, Deckendorf, das kann ich mir aber nie merken. Nein, Dingelfing, DGF ist Dingelfing. Entschuldigung. Herr Fink, merci. Was haben wir da? Herr Frank, das habe ich nicht lesen können. Warum habe ich das nicht lesen können? Was ist denn das gestanden? Du bist der geilste Bussi aufs Nussi mal 1 Quintrillion. Herr Frank, Bussi aufs Nussi zurück, Sie sind der geilste. Können deine Katzen kaum ausfangen? Natürlich, aber die haben ja immer draußen. Die haben ja immer draußen, die verdammten Katzen. Und die Maus ist ja nicht dumm, die hat vielleicht auch ewig lange überlebt. Die ist ja nicht blöd. Ich meine, die, wenn nicht beim Herd hat sie sich stark gehalten, kein Mensch hat die Maus gesehen. So, mit was denn wir weiter? Das Scheißhaus bauen wir zusammen. Krieg ist eigentlich so gut wie fertig. Ja, so einen Teppich brauchen wir noch am Boden. Warte mal, so ein Teppich liegt da noch umeinander. Irgendein so ein Hodern halt. Ich weiß gar nicht, was für Farbe das hat, aber der passt ganz gut. Der liegt irgendwo da. Ja, der liegt irgendwo da so umeinander. Irgendwie so. Das passt ganz gut, glaube ich. Das passt ihm ganz gut mal. So, ja, das ist mir selber zusammengeschossen, die Küche, Alter. Ich habe schon geplant, aber kann sich ja kein Mensch leisten, was soll ich machen. Außerdem kann ich es nicht. Ich brauche jetzt erstmal ein neues Dach. Ich bin so gespannt, Alter. Am Mikke kommt endlich was heißt endlich? Da hat sie eigentlich relativ schnell geredet. Kommt der Dachdecker. Schaut sie mir da an. Oh, da bin ich gespannt, Alter. Da bin ich gespannt, Alter. Da bin ich gespannt, was da am Ende des Tages für eine Summe draufsteht. Da bin ich gespannt. Ich hab, glaube ich, warte mal, wen hab ich da gefunden? Ein Katzbrocken. Schau, wie da ist. Katzbrocken. Ah, er ist so schön. Er ist so schön original, Alter. Er ist so schön, Alter. Ein Teppich in der Küche, bist du des Geistes? Sagt es der Alten, Alter. Nicht mein Problem. Hab ich auch gesagt, sie glaubt's mir nicht. Weil der Boden so kalt ist. Mein Mimimi, sag ich da bloß. Du stirbst für Dreck, sag ich da, was ist. Vor allem, da sitzen halt auch Hunde um und so. So. Speis. Oh Gott, was haben wir denn in der Speis? Wir haben da eine Speis, die habe ich total vergessen. Jetzt pass auf, gibt's Türen? Türen? Gibt's einen einfachen Türrahmen ohne Tür? Da habe ich nämlich einfach die ausgehängt. Ja, gibt's tatsächlich schon. Hier. Um Gottes Willen, der ist wieder. Warum muss der wieder größer sein wie normale Tieren? Was ist das wieder? Warum, Mann? Was? Es muss doch dann Tierrahmen gehen ohne Tier. Was ist denn das wieder für? Der Teppich schaut richtig beknockt aus. Wieso denn? Der ist jetzt klar. Der ist ja viel länger. Der geht fast über die ganze Breiten da. Ist egal, Alter. Jetzt pass auf. Machen wir das Scheißhaus, die Joni. Sag ich dir, was ist. Mach halt deinen Trick zum Kleinen machen, stimmt. Alter. Also habe ich noch ein Top bei dir.
Der geht doch. Da ist eine und schreit nicht. Dunkelbraun. So. Da geht's in die Speise aus. Da haben wir in der Speise da draußen aber keinerlei Platz haben. Weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig, was wir da jetzt eigentlich einbauen. Da steht eigentlich bloß ein Regal drin. Schauen wir mal, was für ein Regal das wir finden. Was haben wir da so? Na, vielleicht haben wir Büroregal. Haben wir da? Ja, dieses Regal ist mit Sicherheit nicht drin. Ja, oh ja, das passt ganz gut. Da steht zwar jetzt Wohnzimmer-Scheiß drin, aber das ist egal. Das passt ganz gut. Hab ich da eigentlich an das Fensterding, das da drin ist? Ja, hab ich. Ha! Oh, that's fucking accurate. Nice. Very, very nice. Und ein Licht haben wir da drin eigentlich auch. Deckenlampen. Aber bloß so eine gestungene Kugel. Schauen wir mal. Der ist sauber zu groß. Ja, dann machen wir so eine einfache Deckenlampe auf. So. Schaut ihm gut aus. So, ja, das ist mein Kick so in a nutshell. Weil da hast du tatsächlich recht. Der schaut beschissen aus, den der mal weg. So. Sie ist proportional nicht ganz richtig. Sie ist schmäler. Also da zwischen Bar und Ding ist bei Weitem nicht so viel Platz. Das ist viel enger beieinander. Aber ja, so ungefähr schaut's aus. Der Boden ist hat auch farbige Fliesen, also richtig geil alt. Das sind 60 Jahre, nicht der PVC, sondern so ein Vinylboden. Ein ganz alter. Ja. So, jetzt bauen wir das Scheißhaus zusammen. Schau, wie viel Zeit haben wir noch? Müssen wir mitmachen. Kinder müssen wir mitmachen. So, Scheißhaus. Hat man vorher schon mal kurz durchblitzen sehen, das ist gleich zusammengezimmert. Brudi, das ist gleich zusammengezimmert. Wenn du bei uns ins Scheißhaus reingehst, ist erstmal auf der linken Seite eine Badwanne. Bam, Badwanne. Dann, gleich dahinter, duschen. Zack, das Bühnchen rein. Dusche, gleich dahinter. So hundertprozentig schaut es natürlich nicht aus. Das ist die Duschen, die ist quasi in die Wand eingebaut. Und da ist eine Trennwand dazwischen, eine gefließte, und da ist eine uralte Badwanne, wo aber die Armaturen da aus der Wand rauskommen. So. Machen wir das mal wieder ein. Und dann seht ihr, da ist noch ein bisschen Überbleibsel haben wir drin. Es ist ein Badlicht drin. Wir haben so 100 Jahre alte, fotzengrobe, wie soll ich sagen, fotzengrobe Fliesen drin in so einem so richtig geilen 60er Jahre Türkis. So richtig scheiße halt eigentlich. Stirbt aber jetzt auch keiner. So, dann Popoheisel. Nimmst du mal Popoheisel? Ja, das steht da im Eck. Steht ihm da im Eck. Samt der Chlorien ist auch noch am Start auf alle Fälle. Dann haben wir das Waschbecken, da nehmen wir mal, das hängt eigentlich in der Wand drin, also das gibt es jetzt da leider nicht. Kommt das da am nettesten. So, was jetzt da leider Gottes in dem Spiel nicht existiert, ist, wir haben im Bad bei uns die Waschmaschine und einen Trockner. Und da steht einmal rechts vom Waschbecken der Trockner und einmal links vom Waschbecken steht die Waschmaschine. Das heißt, da ist eigentlich viel mehr Platz, aber das Zeug ist halt so schlecht proportioniert. Außerdem machen wir unser machen wir das nochmal klar. Wieso kann ich da kein Scheiß einbauen? Was soll das? Versteh die Frage nicht. Da, das ist unser Schlafzimmer. Machen wir da kleiner. So. Was haben wir noch im Bad? So Handtuchhalter dran. Gehen wir mal wieder Dings so. Da haben Bademäntel hängen da auch über dem Waschbecken. Und Handtücher und so weiter und so fort. Und da haben wir eigentlich auch so ein wie soll ich sagen, eingespannte Stange halt, da wo wir Handtücher umwerfen und Wäsche umwerfen und so weiter. Dann habe ich auch irgendwo gesehen, gibt es Badteppiche, gibt es auch. Wieder runterfahren, jetzt pass auf, was vorne passt da am besten. Das passt überhaupt nicht, den brauche ich einfach in. Gibt's mal was so? Na, sauber zu groß, Alter. Was? Badteppich, Alter! Was sind das für Teppich, Alter? Ja, was soll denn das darstellen? Nehmen wir wieder den einfach. Der ist der einfachste. Dann machen wir so. Ja. Pass auf. Dann gehen wir so. So. Dann machen wir so. 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 Das kommt dem Ganzen, glaube ich, relativ nah. Und dann brauchen wir einen Spiegel. Wie groß ist der Spiegel? Oh, der passt ganz gut. Der Spiegel passt ihm ganz gut. Und dann können wir eigentlich bloß so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Regal wieder hinbauen. Das nichts damit zum Tor hat, aber das dem Ganzen am nettesten kommt. Wahrscheinlich wieder das da. Gibt es das auch irgendwie in anderen Farben oder so? Ja, in Weiß. Ja. Das ist sehr nah dran. Der Spiegel spiegelt.
Heilige Scheiße, das tut er wirklich. Schau hin. RTX an, Alter. Nice. Was Einbruchtipps beim Bürger? Ganz ehrlich, wer da Einbrecher möchte, der hat nicht viel zum Holen. Der hat nicht viel zum Holen. Das teuerste, was er mitnehmen kann, ist wahrscheinlich mein PC. Und davor fressen nicht so ein Hund. Aber das sagen wir ihm nicht, dass da herin alles aus Viecher besteht. So! Was ist denn da noch so im Bad? Eigentlich da nichts mehr. Außer da ist eine Fensterbrille und eine Heizung und das war's. Und ich glaube, das Fenster ist ein bisschen kleiner. Das Fenster ist eigentlich ein bisschen kleiner. Das ist sogar viel kleiner, um ehrlich zu sein. Ja! Das ist unser Badezimmer in a nutshell, Alter. Was gibt's sonst noch? Klos, Lampen, Pflanzerl, stehen da Pflanzerl irgendwo umeinander? Ich glaube tatsächlich ja. Aber die kann ich halt nicht platzieren, weil die Regale nicht so hundertprozentig akkurat sind. Ja, nein, ist halt so. So, was nehmen wir als nächstes? Wohnzimmer oder Schlafzimmer? Ab in den Chat. Fei haben wir nicht mehr. Fei haben wir nicht mehr, Alter. Schlafzimmer. Schlafzimmer ist das erste, was ich gelesen habe. Bauen wir das Schlafzimmer. Schlafzimmer wird schwierig. Jetzt mir gerne mal auf. Da brauchen wir erst einmal ein sauberes Bett. Wie schaut das aus? Das müssen wir uns einmal anschauen. Nein, nicht wirklich. Nein. Ja. Das ist sogar sehr akkurat. Das ist sogar erstaunlich akkurat, Alter. Das ist massivst akkurat. So, das da ist unser Schlafzimmer mit 2 fette Balkonien. Das werden wir jetzt einmal da so platzieren. Da steht auf alle Fälle unser Bett. Das ist einmal das erste. Dann haben wir Kommode. Gib ihm die Kommode, Alter. Kommode, Alter. So. Oder ein Schlafzimmer. Kleiderschrank. Da schau hin. Kleiderschrank, der ist bei uns weiß und hat fette Spiegel drunter. Die ganze Menge. Da gibt es sogar auf Instagram ein Battle, wo ich den alten Schrank austrisch. Also da war ein Wandschrank eingebaut. Moment, so. Naja, das geht aber nicht. Warum geht das wieder nicht so, wie ich mir das vorstelle? Nervt mich. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Kann man doch nicht netter zusammenstehen. Das müsste sogar eines der ersten Battle, ich mache auf Instagram so gut wie nix. Ja, scheiß auf fucking Instagram, Alter. Ich sage, seit kurzem habe ich mit dem Chris darüber geredet, mit dem Trachtmann Chris. Seit kurzem sage ich, mittlerweile weiß ich, wie ich diese Plattformen bezeichnet. Wenn du auf YouTube und auf ernsthafte Plattformen nichts reißt, dann gehst du zu TikTok. Oder halt auf Instagram, bei Fotos und Handyvideos kann ja jeder Spaß machen. So! Zurück zum Thema. Haben wir Nachkastel? Ja, wir haben ein Nachkastel, natürlich, aber es ist bloß die Frage, wie groß sie sind. Ja, so groß wie Nachkastel hat kein Mensch, Alter. Und eine Kiste oder auch als Nachkastel. Ich brauche ganz ein kleines Kastel irgendwie, gibt's sowas nicht. Dann kann ich es nicht akkurat nachbauen, geht nicht. Geht eben nicht. Was haben wir da? Nein, das ist irgendwie so ein Eckding. Ja, keine Ahnung. Schlecht. So mal. Das ist ja auch alles so überproportioniert. Aber mittlerweile haben wir ja. Oh, ja, stimmt. Wir haben ja gelernt, wenn man das lernen machen kann, gell? Wir haben ja gelernt. Das schaut aber falsch aus. Schaut falsch aus. Machen wir so. So. Nachkastel. Jetzt kriege ich da leider kein Nachkastel nicht hin. Dafür stellen wir eine Kommode hin. Der Kommode, die da steht, sehr nachkommt. Das ist so eine Kommode. Und dann haben wir noch eine Kommode, die ist flach. Oh, die schaut sogar ziemlich genau so aus, um ehrlich zu sein. Die schaut fucking genau so aus. Ja, im Prinzip ist das unser Schlafzimmer. Dann brauchen wir einen Teppich. Gibst du Teppich, Alter? Dann haben wir, Hundekerbe. Hundekerbe! Wo ist Hundekerbe? Das kommt am Hundekerbe sehr ähnlich. Wir haben natürlich keine so eine Hardbox-Hundekerbe, das ist auch schon wie ein Käfig, sondern so eine Softbox für den kleinen Hund, weil man den noch lernen muss, so hier, du schlafst da und halt deine Fotzen in der Nacht. Den können wir da herbauen, das passt ganz gut. Das Fenster ist kleiner. Ja, das muss man da vielleicht ein bisschen ins Eck hinterschieben. Die Kommode ist weiß, die ist braun, ansonsten ist alles andere weiß. Hey Bürger, probier das aus, dann kannst du alles besser stellen und das Theater hast du auch nicht mehr. Was meinst du? Was? Konsole BB Move Objects. Das probieren wir jetzt mal aus.
Wie ist Konsole gleich gegangen? Steuerung Shift C, ne? Steuerung Shift. Ah, da. bb.move objects ist gleich 1, oder wie? Oder was muss ich genau schreiben? Oder klang, wenn ich bb move objects schreibe? Das hat irgendwie keinen Sinn mehr. bb move objects. Und dann? Was genau kann ich dann tun? bb move object. Ich weiß nicht. Was soll ich machen? Kinder, müssen wir das sagen. Was klangt? Was ist jetzt anders? Ich kann trotzdem nichts ineinander schirmen. Klangt, ohne S. Was? Moment. Eine Konsole, Move Object. Einfach nur Move Object. So. Wie immer noch. Das ist ein Katzenklo. Was ist ein Katzenklo? Scheiße. Okay, Herr Ordner! Warum man mittendrin? Warum schreibst du nicht mehr was dazu? Jetzt war es so schön, so lang ruhig. Ordner Sepp, was soll ich jetzt sagen dazu? Bussi aufs Nussi. Von den ganzen Herzen drin. Rest in Peace, Mr. Headphone User. Was soll ich sagen? Bitte Herz mit die 50er auf, bitte. Please. Es war so geil ruhig und so entspannt und so schön. Dennoch natürlich. Vielen herzlichen Dank. Merci dir, Bussi aufs Nussi. So, BB Move Objects, ach so. Und dann Enter, der gelangt. Na, eben nicht, oder? Hat er eben nicht gelangt. BB Move Object, on. BB Move Object, leer on. Und dann? Was soll denn eigentlich? Du hast einen Schreibfehler drin. Hab ich? Wo? Let me have a look. BB, ach, Movie Objects. Move Objects. Ah! Move Object Sheet is on. Und, Das, wenn man jetzt noch nahtlos größer und kleiner ziehen kann, dann. Jetzt bei sich im Obacht. Ja, jetzt kann man das schon ein bisschen. Jetzt habe ich eigentlich schon verstanden, was das tut. Ah, das ist schon um einiges akkurater. So, das Katzenklo muss wieder weichen. Der Hundebox. Ich brauche irgendwie eine Hundebox oder so. Für eine größere Tierschlafstation. Ja, dann nehmen wir halt die. Aber die ist dunkelgrau, glaube ich. Das ist so, ja, das passt ja. Das passt ihm gut, das liegt da umeinander. Ja, und das war's aber eigentlich auch schon. Jetzt brauchen wir noch einen Teppich. Du hast immer mal einen Teppich hier. Oh, der kommt da sehr neu, muss ich sagen. So, dann nehmen wir da hin. Und den tun wir da auf die andere Seite nochmal. So. Schaut ihm gut aus. Das schirmen wir ein bisschen weiter da um. Das schirmen wir auch ein bisschen weiter da um, damit da mehr Platz ist. So. Machen wir so. Und hoppla. Nein, nicht größer, kleiner. Ja. Platzmäßig stimmt's natürlich nicht hundertprozentig, aber das geht sich ihm schon ein, sagt er. Ah, das geht sich ihm schon ein. Was? Du musst davor Testing Cheats True machen. Wieso? Das geht doch eh. Das funktioniert doch eh. Einbahnfrei. Einbahnfrei, Brudi. Was, wie kann ich das wieder zumachen? Ah, passt. Und du das Katzenklo aus dem Schlafzimmer raus. Das ist heraus. Wobei es ab und zu schon mit drin steht. So ist es nicht. Ja, kommt noch mal eine Katze mit Instant-Diarrhoe. Weißt du, was Katzenklo wirklich steht? Jetzt pass auf. Katzenklo. Ja, Boxed Katzenklo steht aber da im Mic. Steht da, aber das ist unseres ist eine andere Farbe. Nämlich genau das. So, da steht das Katzenklo im Mic. Im Flur draußen. Da kann die Katze, ich schwöre dir bei Gott, wenn der Katzbrocken in die Schüssel reingekniedelt, Alter. Wenn der Katzbrocken in die Schüssel reingekniedelt. Brudi, weißt du, was dann los ist? Dann ist hier Evakuierung angesagt. Evokation hätte ich jetzt mal gesagt. Du bist ein geistig behinderter Volltrottel. Das ist unaushaltbar. Unfucking aushaltbar. Was? Rest in Peace Stream. Warum? Was ist los? Spreng ich kaputt? Was ist mit dem Stream? Bei mir läuft alles. Was? One Wall Free. Verstehe die Frage nicht. So, wir müssen übrigens noch die Wände bemalen. Ja. Bei seinem Obacht, da ist übrigens auch der Holzboden, über so einen hellen Holzboden eingelegt, den hab ich da eingelegt, da gibt's auch Fotos auf Instagram, wo ich den da gerade einlege, das ist schon wieder 2 Jahre her oder so.
Jetzt pass auf, Wacht. Wo kriegen wir gleich wieder Böden her? Da habe ich noch die größten Probleme damit, das mit der Wandfarbe und mit dem Boden zum Finden. Das kann ich, da stoppt da was. So, jetzt pass auf, Wacht. Wir haben eigentlich ganz simpel. Eigentlich fucking simpel weiß. Ist das weiß? Wo gibt es überhaupt eine einfache weiße Wandfarbe, Alter? Dann nehmen wir doch die. Jetzt pass auf. Mit Holzleisten. Ja, aber hellere Holzleisten, Alter. Brauchen wir einen hellen Holzleisten? Gibt's oder keine helle Holzleisten? Baust du dein eigenes Haus nach? Mr. Maximilian Klimberg. Jawohl! Das ist zumindest der Plan. Ein einfaches Weiß ist purer Ausdruck. Putz in Perfektion, purer Ausdruck. Das ist alles weiß, aber die Rückwand, ja, die Rückwand von, wo unsere Köpfe dran sind, das ist so halb, ja, das kommt, ja. Ja, bloß halt nicht gelb. Das ist so ganz, wenn sie jetzt die Farbe nehmen, das die Farbe, grob, dann ist es ganz leicht beige und unten drunter so ganz leicht ziegelrot. Schwierig zum Beschreiben, die gibt's da halt nicht, die Farbe, das ist auch klar, wir denn auch. Das kommt schon einigermaßen nahe da so. Also einwandfrei, one wall free, jetzt hab ich's verstanden. Löwensepp, merci für den Euro übrigens. Nochmal Löwensepp, rest in peace, Mr. Headphone, merci für deine Zähne. Brudi, jetzt auf mit der Geldschmeißerei, fix letten. Wer ist da? Herr Wartner, nochmal, ich weiß, ich gehe aus und sehe am 50er, da muss ich ja wieder innerlich ein bisschen speimen. Da muss ich ja speimen, aber freue mich trotzdem. Das ist so 50-50 Scheiß. Die eine Seite denkt sich so, ja, stop it! Die andere Seite denkt sich, bombengeil, der Bus aufs Nussi, was soll ich machen, Alter? Herr Wartner, fühlen Sie sich geküsst. Joke, Brother, ein Fünfer von mir für einen Dachdecker. Mach ihm halt einen Kaffee und sag ihm einen schönen Gruß von mir. Werde ich machen. Wenn der Chef, da kommt der Chef selber wieder. Da kommt der Chef selber von den Dachdecker, kriegt einen Kaffee von mir. Kriegt einen Instant-Kaffee, den kriegt er. Merci dir. Das ist halt auch nicht gelb, ja, im Schlafzimmer, es gibt ja da keine andere Fahrt nicht. Die müssen jetzt das dann nehmen können und auf 5% oben. Ja, 5 fucking Prozent. Na, das ist auch nicht. Jetzt warte mal. Purer Ausdruck, so Pastellkacke halt. Hat sich auch alles die Frau bei, das ist mir alles. Ja, das kommt sehr nah hin. Sehr nah hin. Aber die unteren Seiten ist halt so ganz leicht braun. Ding halt, dass es halt zum Holz passt. Nee, fix letten. Zum Holz passt halt. So, die Lampe hängt auch noch ein wenig schief. Die hängt eigentlich straight über dem Bett. So. Das ist ja fast genau dieselbe Lampe, die drin hängt, wirklich. Dann gibt es noch Wäschehaufen, habe ich irgendwo gesehen, weil das ganze Schlafzimmer besteht nur aus Wäschehaufen. Das ganze Schlafzimmer ist eine einzige Wäsche. Oh, Wäschekorb. Ja! Wieso kann ich den nicht auf die Schranklaufe stellen? Ich verstehe die scheiß Frage nicht, Alter. Dann stellen wir es da her. Da aufstellen, kann man auch nicht aufstellen. So, was haben wir noch? Es hat irgendwo die Wäsche am Boden gegeben. Ich weiß ganz genau, weil ich das nämlich ins Bad schon eingeworfen habe. Wo hat es das gegeben? Wo ist die Wäsche am Boden? Wäsche. Wäschehaufen in Akzente. Der muss ja da irgendwo sein. Der war doch da irgendwo der scheiß Wäschebatzen am Boden. Wo ist denn hin? Ja, das passiert schon mal. Was passiert schon mal? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Deko. Vielleicht als Teppich. Gut, das Ding als Teppich? Nicht wirklich, gell? Pflanzerl? Das kann ich auch nicht da aufstellen. Oh, jetzt Lexi. Mit Nummer 9 kannst du das hochstellen, Jahi. Schau dir das so. Brudi. Ja, da sind wirklich Leute dabei mit Ahnung. Da sind Leute dabei mit Ahnung, das mag ich. Das mag ich. Das gefällt mir richtig gut. Was haben wir da? Für notwendige Instrumente. Was zur Hölle ist denn das? Keine Ahnung. Ja, das können wir. Da hier bauen. Da ist der Wäschehaufen, hab ich schon gesehen. Einsteigerset, Floristentraum. Nein, das ist kein Wäschehaufen, das ist der Floristentraum. Birger, was tust du denn wieder? Ich finde ihn nicht. Wo ist denn der Wäschehaufen? Wäschehaufen! Gib mir den Wäschehaufen, Brudi! Was, da musst du den Cheat wieder ausschalten. Ach so! Ja gut, das macht Sinn. Ja gut, aber dann machen wir es mit dem Niner. Mir ist wichtiger, dass man die Objekte ineinander schirmen kann. Das glaube ich ist wichtiger als andere. Wäschehaufen in Akzente. Das ist das Einzige, was er findet, Alter. Da ist er doch! Weil er markiert ist, sehe ich ihn nicht.
So, oh, das ist sehr akkurat. So, da werft man einen Batzen hin, dann lässt die Bürgerin ihren Scheiß sowieso kreuz und quer in der Weggeschichte umeinander liegen den ganzen Tag, so halbschaurig unterm Bett und am Bett, ja. Oh Gott, oh, jetzt wird's. Accurate as fuck. So, vor der Boden. Haben wir auch noch vergessen. So, ja, bei mir da, ja. Wunderschön. Ja, das ganze Haus ist voll Gewand. Alter, bei uns gibt's so viel Gewand, Alter. Ja, da gibt's so viel Gewand, Brudi. Da kannst du Gewand, Alter. Was ich gerade feststelle, ist, man kann die Teppiche ja auch größer machen. Bombengeil. Du kannst eine Gitarre an die Wand hängen. Jetzt ja. Jetzt kann ich das. Das ist richtig. Was man im Nachhinein alles lernt. Schau, ja. Da muss ich aber die Wind wieder einschalten, sonst kennen wir nicht aus. Schau hier! Brudi! So, und die Wind hier. So, wunderschön. I love this game! Ich nehme alles zurück, was ich jemals über fucking Sims gesagt habe. Ich habe so viel Spaß mit diesem Scheißspiel, dass eigentlich schon fast eine Frechheit ist. So, dann nehmen wir da so ein kleines Hockerl her. Oh, ja, das können wir ja gleich mal. Das ist alles schon, wenn du das alles weißt, das ist schon super fancy, Alter. So, kleines Hockerl. Wunderschön. Ja, gleiches Zimmer, nur mehr hausig akkurater. Was war jetzt da wieder? Löwensee, Bürger der Cheater. Ja, in Sims cheaten wird den erst erlaubt sein. Ja, in Sims cheaten wird ja wohl den erst erlaubt sein. Fuck. So. So, was kann man da noch so für, da kann man einen Wecker noch draufstellen. Ja, so Schlafzimmer-Utensilien halt. Oder? Jetzt pass ich mal, was ist denn das, oder? Ja, genau, so eine Wanduhr habe ich drin stehen. Nein, natürlich nicht. Gibt's da keinen halbwegs modernen Wecker? Was ist das? Ja, den hängen wir den übers Bett. So, eine Uhr. Gibt's da noch irgendwas, was man irgendwie... Ja, so Deko-Scheiß. Was ist das da alles? Ja, wieder die obligatorischen Wichstücher halt. Was auch sonst. Wie kommen wir dann nach unten da? Weiß das jemand? Wie kommen wir, wenn 9 nach oben ist? Wie kann ich das dann nach unten da? Hallo? Und nur ein wenig Wäsche an die Wand hängen. Ein wenig Wäsche an die Wand, die hängt meistens nicht. Cheater haben kleine Bananen. Du, das L musst du wegmachen. Dann ja. Den hast nie Grundwissen. Was? Der heißt nie Grundwissen. Was? Bürger schiebt die Schreibtisch in deinem Zimmer zusammen. Stimmt. Guter Einwand. Mit 3? Na. Da tut jetzt gar nichts mehr mit nach oben und unten schieben. Warum geht's jetzt nicht mehr? Gefällt mir nicht. 0 ist nach unten. Jetzt geht aber nicht mehr. Ich weiß nicht, was da los ist. Meine, da spielt. Ja, weil er da das Object, da habe ich das Object kleiner gemacht, der nimmt aber wahrscheinlich das Object von das Original, die Original-Object-Größe her. Das ist mir jetzt wurscht, dann hängen Twix-Tiere an der Wand dort. Das haben wir da so. Können wir auch nicht brauchen, die haben noch ein paar Bierhal dazu. Und meine sauber zusammengerichteten Hämaten. Ich hab keine Hämaten! What the fuck are you talking, Birger? Ja, ein paar Kerzen, der Deko-Scheiß halt, weißt du selber, was ist. So, und schon haben wir super fancy Dings beieinander. Was wir mir jetzt auf alle Fälle noch machen können, bei mir im Bunker drin, jetzt bei Sowacht. Das kommt im Ganzen. Oh, fancy. Fancy, Brudi. Und zwar können wir unseren Pro-Gamer-Tisch ein bisschen akkurater machen. Indem, dass wir können das da jetzt zusammenschieben. Ja? Machen wir da die Gap zu. Da machen wir die Gap zu. Und wenn wir es weg, dann verschieben wir den leicht so. Ja. 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 Und dann verschieben wir ihn da noch leicht. Ja. Und dann verschieben wir die zwar noch so zusammen, dass größenmäßig passt. Ja, das schaut so dermaßen genau aus, dass ich fast einen Schlaganfall krieg. Und blöd, da jetzt ein Beutel machen. Kruzifix. Babene. Nice. Und wenn du das fertig hast, haben wir 10 fix. Ah, haben wir nur eine halbe Stunde. Ja, kann man schaffen. Also das Schlafzimmer steht nicht recht viel drin. Bis halt Pflanzel hier, Pflanzel da und die ganze Pflanzel. Die Miezi schläft gern da herum. Da auf dem Kleiderschrank oben, ganz oben, da seht ihr alles, das magst. Da liegen oft so Dinger so von unseren Gartenmöbeln, die wie soll ich sagen, die Auflagen liegen da oben und da schläft Miezi um. Die Miezi!
Leon Wolf, Cheater haben keine Bananen, Ossis haben keine Bananen. Ist korrekt. Merci für den Euro, Bussi aufs Nussi. Bonsai 89. Habe dritten, magst mal wieder was Gutes spielen? Grüß der depperte Allgeier. Magst mal wieder was Gutes spielen? Ja, das ist der Ahnungsloser, bist du. Falls es jetzt dahinter mir die Frage ist, ob ich wieder mal was Gutes spielen mag, anstatt Sims, dann bitte du Ahnungsloser. Ja, Ahnungsloser bist du. Bonsai. Depperte Allgeier. Schauen wir mal, vielleicht irgendwann einmal. Haben im Schlafzimmer dann ein Fleischpflanzel. Unterm Bett. Die Guten. Nur die Guten. So, Wohnzimmer ist dran. Rudi, Wohnzimmer. So, anfangen wir mit dem Licht. Die haben uns nämlich leichter, sehen wir mehr. So, wir haben eine riesendrum Deckenlampen. Man sieht selber, dass das Wohnzimmer relativ groß ist. Das Ding hat, glaube ich, 55 Quadratmeter. Das ist echt einiges. Muss ich mir schnell schauen. Da. Ja, die kommen sehr neu. Dann haben wir nämlich da an der Seite neben dem Fenster. Ne? Haben wir zwei so Wandlichter dort. Das kommt dem Ding sehr neu. Und einmal neben der Balkon. Warum hängt das jetzt da wieder so am Boden unten? Was ist das? Und einmal da. Ja, das schaut doch gut aus. Dann brauchen wir eine Deckenlampe. Da gibt diese da sehr neu. Ja, so ein viergegangen Teufel, die hängt mitten im Raum. So ein bisschen da. Und dann bin ich da so richtig so, ja, da kann es ungefähr hängen. Das schaut gut aus. Und dann haben wir noch 3 kleine Lichter. Direkt da, wo unser Fernseher hängt. Ja, da ist allerdings momentan keine Lampen nicht drauf, aber das ist wurscht. So. Große Zimmer braucht große Beleuchtung. Ja, große Zimmer, große Beleuchtung. Dann muss ich mal kurz eindampfen ins Viech. Wer übrigens noch keinen Daumen nach oben da lassen hat, der kriegt noch keinen Arschkaut. Das ist mal die wichtigste Aussage an diesem heutigen Tag. Was für Spül das, was der Bürger die 1000 Euro Donation gekriegt hat, das können wir unter den Tisch, Herr Palminger-Style. Das können wir unter den Tisch, mag ich nie wieder was hören davon. Nein, sonst geht es wieder nur um das. Nein. Lukas, 99 und jetzt ist nur mit Zählen, haben wir da nicht in der Grundschule. Was der jetzt hier? Was der jetzt hier im Chat schon wieder? So, schaut eigentlich irgendjemand zu, was ich da tue? Oder der jetzt hier im Chat 10? What the fuck, Alter? Haben wir mit der Grundschule? Ja, die Zahlen im 10er-Bereich, ich kann's verstehen, Alter. Pusti aufs Nussi. Entschuldigung. Entschuldigung, aber ins Mikro gehabt. Wollte nicht. So, der Luki hat recht. Du kannst deine Monitore noch ins Ding einbauen. Stimmt, da hat er recht, der gute Mann. Da können wir das Tablet einmal auf die Seiten da. Den komischen Würfel, den wir da haben. Twix-Tücher, den wir da auf die Seiten. Ja, schaut, dass man den auch nicht mit Alt verschirmen kann. Aber das ist nicht so schlimm. Machen wir so. Ja, das passt gut. Jetzt passe ich am Obacht. Jetzt kann man eigentlich Monitore einzeln. Da holen wir uns lieber im Fernsehen. Schauen wir mal, ob es im Fernsehen gibt. Ja. Schau hier. Oh, nein, kleiner. Oh. Schau, wie gut das geht. Wieso kann ich die jetzt da nicht mit Alt verschirmen? Sehr fix. Wieso kann ich die jetzt nicht nahtlos... Jetzt geht's auf einmal. Warum auch immer. Warum auch immer. Ja, ich glaube, besser schaut's aus, wenn ich das so mache. Und wieder uns... Hoppala. Und uns kleiner. Ja. Ja. Sehr akkurat. Sehr akkurat, Kinder. Sehr akkurat. Ich liebe dieses Spiel. So, wir waren im Wohnzimmer. So, jetzt wird's interessant. Wir haben bis heute haben wir noch das Problem, wobei das Wohnzimmer eigentlich so gut wie fertig ist. Bis heute haben wir noch so ein bisschen das Problem. What the fuck? Wie nutzt man mir das Wohnzimmer aus? Fangen wir mal an mit dem Esstisch. Nehmen wir mal einen Esstisch, was gleichzeitig unser Gaming-Table ist. Oh, da habe ich gestern was Geiles gesehen, Alter. Damit müssen wir uns am Mittwoch unbedingt über diese Tabletop-Sachen unterhalten. Unbedingt. Ich habe ein Gaming-Table von einer Firma gefunden, der kostet zwar $5.000, den werde ich mir nicht kaufen, Alter, weil spinnst du? Aber Alter, ist der geil. Alter, da kriegst du instant die Latten in der Hose drin. Die Latten in der Hose. So, Esstisch. Wir haben einfach einen Holztisch. Habe ich von meinem Chef gekauft. Hat er mir, glaube ich, sogar geschenkt. Ja, der ist dunkler. Nehmen wir den. Ja, das geht sogar hin. Das geht sogar sehr genau hin. So, es steht irgendwo da. Das steht meistens da so. So. So, dann brauchen wir Stühle.
Da haben wir ja auch ganz einfache Stühle. Nein, Gartenstühle haben wir den erst nicht. Esstischstühle mit Polster. Eigentlich mit Polster, ja, aber schwarze. Schwarze Polster, so, nein. Nein. Eigentlich helle Stühlen mit dunkle Polster. Und wenn es gar nicht anders ist, ja. 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 Ja, das passt ihm. Das passt ihm. So. So. Ja, so schaut, ja, das kommt sehr gut nach. Sehr gut, sehr nah. Wunderbar. Was ist denn das? Reichtum des Mondes Umschläge. Da liegt da immer irgendein Dekoscheiß. Das regelt damit Frau. Das machen wir jetzt einfach so. Ja, passt. Schaut ihm gut aus. Euer Wohnzimmer ist so graus wie meine ganze Wohnung, Alter. Ja, ich mag gar nicht wissen. Und deswegen, jetzt haben wir da. Deswegen lebe ich so gern da, wo ich lebe. 55 Quadratmeter. Ich glaube 56 Quadratmeter. Irgend sowas. Plus minus ein Quadratmeter. Ist wurscht. Ist unser Wohnzimmer groß. Was zahlst du denn in Minga für 50 Quadratmeter Wohnung? Tausende? Also wir haben es eigentlich alle ins Hirn geschissen. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter das ganze obere Stockwerk hat. Ich weiß nicht, aber wenn ich das jetzt so abschätzen müsste, wenn das Wohnzimmer 50 hat, dann haben das nochmal 50. Das sind nochmal 50 und dann nochmal plus ein paar Prozentteil. Also um die 150 bis 200. München 50 Quadratmeter. Eine Niere und eine halbe Leber pro Monat. Ja, ich mag es ehrlich gesagt gar nicht wissen. 1000 Euro kalt wahrscheinlich. Ja, das halte ich für nicht mal unrealistisch. Ich weiß noch, das ist aber auch 15 Jahre her, da wo ich in Minga in die Berufsschule gegangen bin. Und da waren wir mal bei jemandem vor einem System of a Down Konzert und da waren wir in der Wohnung drin. Oh, das Scheiß, ich bin da drin, da sitzt du drin, da passt ein Bett passt ein Ein-Personen-Bett, ein Kich und das Bad ist so groß wie unser Speis da. Und der hat, glaube ich, 750 kalt gezahlt. Damals, vor 15 Jahren. Da bin ich da gesessen und denke, Alter, wer freiwillig in Minga wohnt, ist geistig völlig. Alter, für 750 Euro kriege ich bei uns im fucking Land ein Haus. Cool. Also für 64 Quadratmeter circa 1300. Es ist schon heftig. Wer soll sich denn das leisten können, Alter? Wer soll sich denn das leisten können, Mann? Alle nicht ganz sauber. Alle nicht ganz sauber. So, ich finde echt lustig, wie das von herum ausschaut. Das ist echt lustig. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. So, auf alle Fälle steht jetzt da einmal Bredelbrot, unser Esstisch. Dann steht Bredelbrot, Ewigkeiten nichts umeinander. Gibt es da Kerzenstände? Ja, wir haben so einen typischen, naja, gibt es nicht wirklich, gell? Kerzenstände gibt es nicht wirklich, gell? Stehlampen. Da müssen wir Stehlampen nehmen. Hilft dem nicht. Ja, das kommt da. Ja! Okay, dann muss ich das aber viel. Nein, kleiner und weiß vielleicht. Ja, der steht da irgendwo im Eck hinten. Wenn wir kleiner mal. So. Steht da noch im Eckerl hinten. Dann ist das da ein bisschen komisch. Ja, das muss ich vielleicht erklären. Das ist schwierig nachzustellen. Und zwar, jetzt gehen wir mal nochmal in das Regal rein. Regal. Verschiedene Deko. Wo waren das gleich wieder drin? Da war's. So, dann nehmen wir schwarz. Nehmen wir dunkelbraun. Schaut schön aus. Und zwar unterm Fenster. Ja, ich habe da eine riesengroße Fensterfront am Eck dort. Was heißt riesengroß? Relativ groß. Machen wir jetzt mal so. So. Es geht bis der Vierer. So und so. Natürlich geht das Fenster in die Wand hinein. Das heißt, das Fensterbrille steht nicht außer. Und da geht halt dann so ein, wir sollen sagen, ein Pfosten außer halt einfach. Den kann ich da nicht nachbilden. Und da haben wir halt die Wand in einem Braunton gestrichen, der ausschaut und zum heller Holz passt. Das passt jetzt da drin, nicht alles so hundertprozentig zusammen, aber, ne, weißt du selber, was es ist. Herr Löwensepp, da bist du aber in Regensburg mittlerweile auch nicht mehr weit weg. Wohnungsmarkt auch brutal angezogen. Der ganze Wohnungsmarkt zieht brutal an. Weil die Leute wissen, die Studenten müssen da herziehen und die Leute müssen in die Großstädte arbeiten, dann kannst du verlangen, was du willst. Deswegen, keine Ahnung. Was für 4.000 Euro bekomme ich ca. 1.000 Quadratmeter Wald? Ein Quadratkilometer Wald.
Nice! Lil Rabbit oder der Lil Rabbit schreibt mein Paar wohnt in Minga und zahlt 1800 für 120 Quadratmeter. Oh, leck, Alter! Das ist mehr wie mein normaler Monatslohn. Und zwar ganz Stickerl mehr sogar. Ich arbeite noch halbtags, okay? Ist auch klar. Ansonsten war es mein halber, wenn ich ganztags arbeiten darf. Mehr als mein halber. Da muss ich mich halt schon fragen, sag mal, haben sie euch ins Hirn geschissen? 120 Quadratmeter. 120 Quadratmeter ist kleiner als das hier. Zahl für 110 Quadratmeter 740. Das ist schon mal ganz anders, eine Hausnummer. Ja? Das ist schon mal fast doppelt so viel wie der andere, der vorher geschrieben hat für 64 Quadratmeter 700 Euro. Das geht noch. Aber ist auch viel, brauchen wir nicht diskutieren, aber kalt oder warm? Das ist aber ganz wichtig. Wahrscheinlich immer kalt wird es angeben, nehme ich an. Kenne ich mich nicht aus, ich habe noch nie eine Wohnung gemietet. Weiß ich nicht, was normal angeben wird, aber wahrscheinlich halt kalt. Ich zahle jetzt dann für 75 Quadratmeter Garten und Garage 600 kalt. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Beide sagen. 75 Quadratmeter ist für eine Person auch genau richtig, wenn du mich fragst. Das darf halt 3 Zimmer sein. Vielleicht sogar 4. Mit 2 kleines Bad, oder kleine Küche, so was zumindest mit bei meinem Vater in Minga. Ganz relativ kleines Bad, ganz eine kleine Küche und dafür ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer und es war sogar ein Kinderzimmer dabei. Ja. 140 Quadratmeter Eigenheim. Für 83 Quadratmeter 860 ist auch krass. 100 Quadratmeter Tausender. 3 Zimmer, aber ultra uralt Bau von 1620. Das erklärt, warum es so billig ist wahrscheinlich. Isoliert mit der Tapeten. Dazwischen hol. Ja, also was die Wohnungen, deswegen bin ich so unfassbar froh, dass mir dieses Haus mehr oder weniger gehört. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Ausgaben für das Haus im Jahr zusammenrechne, was immer wieder mal kaputt, dann ist einmal die Heizung kaputt, dann ist das kaputt, dann brauchst du das, dann brauchst du das, dann brauchst du das, dann brauche ich ein neues Dach. Ja? Das wird auch nicht plus 500 Euro kosten, sondern eher noch 2 Nuller hinten. Halt 3 Nuller hinten, das ist schon eher. Und dann weiß ich nicht, ob ich mir das leisten kann, wahrscheinlich eher nicht. Und dann habe ich die Miete gezahlt für die nächsten 20 Jahre. Und. Naja, weiter im Programm, es ist 3/4, wir müssen das Wohnzimmer fertig kriegen, sonst wird das nix. Jetzt passe ich einmal Obacht. Ab ins Wohnzimmer, jetzt brauchen wir erstmal eine Couch. Brudi, wir brauchen eine Couch. Alter, ich habe so eine fette Couch, oder dass du Hosen suchst. Vielleicht ist es aber einfacher, wenn wir zuerst einen Fernseher und das Fernsehkastel machen. Fernseher und Fernsehkastel, wichtig. Ja, dann nehmen wir das Fernsehkastel, das nehmen wir natürlich in braun, das steht bei uns. Das schaut jetzt ein bisschen abgefuckt aus, das Fernsehkastel. Das ist aber auch nicht so tragisch. Das machen wir kleiner und stellen wir da neben die Tür. Passt dem gut. Dann nehmen wir den fettesten Fernseher, der da ist. Das darf halt der sein. Der kommt größenverhältnismäßig auch, glaube ich, relativ gut da ohne. Ah, müssen wir wieder größer machen, gell? Nur mal größer machen. Hilft dem nicht, dann können wir es sauber verschirmen. Und machen wir die Wand an. Na, das schaut nicht gut aus. So, schaut gut aus. Ist das Schrankerl besser? Nein. Wieso muss denn das so abgefuckt sein, das scheiß Schrankerl? Schrankerl. Was reden wir wieder? So! Dann müssen wir wieder in die Regale schauen, was da am besten passt. Und ich glaube, wir haben da einen Haufen so Schrankerl stehen und Bücherregale und Vitrinen. Die Vitrine kommt derer, bloß dass wir einen Glasschrank drin haben. Wenn wir es kleiner machen, sehr nah, den wir da neben der Tür stehen haben. Den haben wir jetzt einmal da so hier. Jawohl. Dann, jetzt muss ich mir die einmal genauer anschauen. Ja, das schaut doch ganz gut aus, wenn es das Ding... Warum gibt es das wieder nicht in braun? Sag ihm, warum gibt es das wieder nicht in einem leichten braun? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Grüezi, fix. Was haben wir da alles? Ja, schaut modern aus. Es ist nicht so modern, das Zeug, was wir da haben. Also es ist neu gekauft. Die ganze Wohnzimmereinrichtung ist neu gekauft, aber das schaut halt alles ein wenig älter aus. Ja, das kommt sogar sehr nah. Das kommt sehr nah. Da steht da so ein Ding. Das ist aber viel niedriger und kleiner. Das können wir... Ja, fancy. This shit looks fancy. Fancy, fancy, fancy pants. So. Dann nehmen wir eigentlich dasselbe Regal nochmal, weil die alle vom selben Typ sind. Steht da nochmal. Ja, das geht sich hin. Kann da umeinander stehen. Ja, das schaut... Okay, das passt schon mal. So. Jetzt war es eigentlich noch ganz geil.
Den Tisch verfärben? Nein, müssen wir so lassen. Es passt farblich noch nicht alles. Wir haben noch keine passend dazu gekaufte Essgarnitur. Die passt nicht farblich hinten von Kamat nicht. Ist aber auch wurscht dabei. So, da liegt irgendwo Scheiße miteinander. Das kann man wieder nicht drauf platzieren. Warum eigentlich nicht? Kann man es jetzt drauf platzieren? Nein, kann man nicht. Müssen wir es selber machen. Ja, machen wir so. Das passt eben gut. Dann haben wir tatsächlich auch, wir haben noch irgendwo Stehlampen. Jetzt pass auf, haben wir Stehlampen. Eine Stehlampe, die hat es irgendwann einmal zum Geburtstag gekriegt. Stehlampen, nee, ist nichts dabei, was ungefähr so ausschaut, außer das Ding, das stellen wir jetzt einmal da her, da steht meine Warhammer-Vitrine momentan, die da nicht hingehört, aber dabei halt einfach der Toten steht. Scheißegal, jetzt brauchen wir eine Couch. Brudi, gib mir die Couch. Ich hab so eine Auszieh-Couch in U-Form. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da jetzt irgendwie, ja, warte mal, schauen wir uns mal die ist Anthrazitfarben und steht mitten im Raum. Und zwar einmal so. Kann man das gerne machen? Das müssen wir jetzt irgendwie so zusammenschustern. Das hilft uns nichts. Zusammenschustern? Die gefällt eigentlich außer mir noch jemanden diese entspannte Musik. Ja, da ist eine Seite länger und eine Seite kürzer. Machen wir so. Kommt sehr nah. Sehr nah, Kinder. Sehr nah. Oder Couchtisch. Oh, das ist 1:1 unser Couchtisch, wenn du mich fragst. Müssen wir bloß gerne mal. So. Brudi. This looks fucking amazing. Noch kleiner mal. Ja, da sitzen dann Babys drauf. Keine Ahnung. Ja, hundertprozentig akkurat ist es nicht. Natürlich, da ist ja keine Lehne mittendrin in der Couch. Aber die ist halt so groß. Ist das der 10 Euro Ikea Couchtisch, der nichts wiegt? Das ist eine gute Frage. Der gehört der Bürgerin, das weiß ich nicht. Ist nicht mein Couchtisch. Aber es kann gut sein, ja. Kann gut sein. So. Ja, das ist eigentlich unser Wohnbereich, Fernsehbereich. Dann, ich schlafe oft auf der Couch, sage ja, das ist. Egal, einfach weil ich bin Fernsehschläfer und ich schlafe dann da einfach ein und aus. Und ich glaube, das ganze Konstrukt müsste man noch ein bisschen nach hinten schirmen. Und ein bisschen noch da einschirmen. So. Dann brauchen wir einen Teppich. Gib mir den fetten Teppich. Der ist grau-weiß. Grau-weißer Teppich. Gibt's sowas irgendwie ganz brauchbar? Nö. Was haben wir da? Ja. Oh. Ansehen haben wir 1:1, aber ich habe einen Bambusteppich. Machen wir so. Ja, das passt ihm gut. Schau ihm hin. Brudi. Wo er halt im Vollsuff liegen bleibt. Ich bin jeden Tag heimgefahren. Dampfexpress, 20 Euro oder 10 Euro ist der quadratische. Und das war ich, weil ich den heute gekauft habe. Also, quadratisch ist er nicht, der ist schon länglich. Ich weiß nicht, ob es der Ikea ist, aber sie hat alles von Ikea. Ja, wahrscheinlich ist es. So, dann habe ich gesehen, es gibt sogar einen Staubsaugerroboter. Ja, dann sehen habe ich auch. Staubsaugerroboter. Wo ist er? Staubsaugerroboter, wo ist er? Hochwertiger Staubsaugerroboter. Wo ist er? Da ist er. So, wir haben einen schwarz und der steht genau auch da, weil da gerade der Steckdosen ist, wie ich vorher schon gesagt habe, da wo diese Aushüllung dort ist, steht der Staubsaugerroboter. Dann, was haben wir noch ist da drin? So vollgestellt ist unser Dings gar nicht. Was ist denn dieser Wohnzimmersessel? Na, so einen habe ich leider nicht. Ich bin der absolute Couch-Sepp. Katzenbaum. Da im Eck. Dann Hundebett. Wie groß kommen. Die kann man ja jetzt kleiner machen. Ah, das ist super. Anthrazit. Kleiner. Dran. Und ins Eck platzieren. Dann haben wir das zweite Hundebett. Machen wir auch kleiner. Das steht meistens da neben der Couch. So. Das ist schon schön, wenn das dann so langsam da so ein Gesicht kriegt. Das ist echt nicht übel. Und Kallax-Regale habe ich sowieso zwei. Das ist das, was ich auch hinten hängen habe, oder? Das sind die da, die wo so ausschauen, als Daten schweben. Die wo ich auch habe. Beste Regal, Brudi. Fährt der Roboter im Spiel rum,
Ich weiß nicht. Was tut man eigentlich normalerweise in dem Spiel? Wie spielt man das eigentlich? Wo ist Gameplay? Ich bin nur die ganze Zeit am Haus bauen. What the fuck, Brudi? Ich weiß nicht, was mit dem Spiel ist. Wir werden auch nie herausfinden. Ich sag, das ist seit das letzte Mal, dass wir spielen. So, dann haben wir eine Wasserschüssel. Ein Wasserschüssel steht auch mitten da. Wasserschüssel, ja, die ganze Haus voll mit den Schüsseln mit. Dann haben wir einen Flur draußen, haben wir Schüssel, jetzt pass auf, Katzenklo müssen wir eigentlich verräumen. Weißt du, was gar nicht schlimm ist, dass wir einen Flur halt nicht mehr hinkriegen, weil unser Flur ist nämlich außergerissen. Ja? Da wird gerade Tapetten runtergerissen, da steht vom Geburtstagsfestel alles draußen, kreuz und quer. Aber, die Hundis, machen wir so hübsch ein, die Hundis haben auf alle Fälle da eine Schüssel. Da ist der Gnädel seine Schüssel. Und da ist der Emma ihre Schüssel. Da hängt der Heizung. Ja, da hängt der Heizung dort. Und da kommt halt irgendwann noch mehr Garderobe bei. Wir haben aktuell keine Garderobe. Ja, unsere Schuhe liegen draußen einfach im Flur draußen und so weiter und so fort. So. Dann brauchen wir natürlich noch Beutel. Brudi, wir brauchen noch Beutel. Gibt es da Hundebilder? Ich brauche Hundebilder. Da hängt nämlich irgendwo... Oh, das war so schön, aber ich brauche Hochkantbeutel. Was ist das da? Nein, das passt ja mal nicht. Das passt ja, brauchen wir. Gibt's da irgendwie. Was haben wir da? Tierarztbett. Oh, Cuteness Overload. Cuteness Overload. Ab in den Chat. Schaust du. Hang in there. Köstlich. So, was haben wir da? So, ich hab der Bürgerin nämlich das haben wir letztes Mal gesehen, das Battle vom Gnädel. Da hängt der Battle von der Emma. Und da kommt uns vom Gnädel hin. Das hängt noch nicht, das hat sich erst seit einer Woche. Dann haben wir ein Battle von der Miezi. Haben wir ein Miezi-Battle. Ja, dann nehmen wir einfach dasselbe, weil es wurscht ist. Das machen wir kleiner. Das hängt da drüber. Miezi-Battle. Dann brauchen wir wieder Regal, Brudi. Regal. Wo war's drin? Verschiedene Deko. Na, ich kann mir nicht merken, wo dieses scheiß Regal drin ist. Grüezi fix, Alter. In fucking Vitrinen. Magst braun? Braun? Dann haben wir, das ist da und... Ja, das ist glaube ich kürzer. Da und da so. Ja. Ja, sehr akkurat. Kinder, fucking accurate. Und da hängt eine riesengroße Uhr. So eine riesen Bahnhofsuhr. So, ich werde es wahrscheinlich nicht geben. Uhren. Aber die kommen dann nicht, dass nun jetzt, wo wir natürlich wissen, wie man die Objekte größer macht. Ja, ob es so groß ist, weiß ich nicht. Ja, so ist es. Und bunt auf alle Fälle. Haben wir bunt, ja? Nein, haben wir nicht. Das ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm, soweit. So, dann dekorieren wir da noch ein bisschen. Oh, Pflanzerl habe ich noch ganz vergessen. Oh, Pflanzerl, da im Wohnzimmer stehen ein Pflanzerl. Da kümmert sich die Bürgerin drum. Da haben wir da im Eckerl, haben wir so ein kleines Tischl stehen. Jetzt pass auf, was von uns kommt da nicht dann? Das wahrscheinlich. Ja, na, ja, na, ja. Keine Ahnung. Ja, eher dies. Eher dies da. Mal kleiner. Drehen wir einmal. Stellen wir ins Eckerl hinter. So. Dann Pflanze. Gibst du Pflanze, Brudi? Brudi, gibst du Pflanze? Pflanze. Machen wir da kleiner. Nein, auf dem Couch steht keine Pflanze. Bürger lügt doch gleich nicht so. Aber da stehen dann auf alle Fälle Pflanzen um. Ja, machen wir da eine auf. Dann haben wir da hinten Pflanzen stehen. Oh, die müssen wir gleich mal. Und nach oben. So. Da haben wir Pflanzerl stehen. Dann steht noch ein Pflanzerl auf die Dinger dort. Machen wir. Kleiner. Da nehmen wir jetzt auch irgendwelche, was scheißegal ist. Hauptsache Pflanzerl. Hauptsache Pflanzerl. Das ist so schön, dass das Spiel irgendwas kann. Die habe ich einfach nicht können sehen. Die Bürgerin hat viele Orchideen. Die gehen zwar regelmäßig kaputt, aber sie tried hard. Sie tried very hard. Ja, die stehen alle da hinten umeinander. So. Mein Gott, Alter. Ein Tee. Die haben wir schon noch eine zweite dazu. Der zeigen wir nicht runter. So. Sie tried hard. Aber sie sterben einfach gern, die verdammten Orchideen. Und sie kriegt halt auch immer wieder welche geschenkt. Ein bisschen einen Tee.
So, schaut ihm gut aus. Die Lampen da ist total retarded, Alter. Da nehmen wir lieber nur, was ist denn das eigentlich? Sowas war so geil. Sowas war so geil, sowas hätte ich so gerne, Alter. Mit fucking offenem Feuer, das war... das war so ein Träumchen, Alter. A fucking dream war das. Genau an der Stelle. Der Simi schreibt, hast du das Terrarium noch? Was für Terrarium, Alter? Ganz schlechte Idee. Dann grillst du im Wohnzimmer. Ja, wird wahrscheinlich passieren. Dann lege ich da einen Teppich davor hin und grill fucking Würstel im Wohnzimmer. Das war das Geilste. Also schön. Es war so schön, oder? Was stellen wir jetzt da hin? Ja, da passt nur irgendein Regal. Also da steht aktuell genau da, neben die zwei Beutel steht meine Glasvitrine, die vorher da herin ist, bevor ich da herin vor über einem halben Jahr schon alles neu gemacht habe. Und seitdem steht es halt da vorne, weil ich weiß, wo ich damit. Wer war das wieder? Snus Benny! Pussy aufs Nussi! Habe ich bin auch wieder da, hier und Mitglied bin ich jetzt auch wieder. Hashtag das wird immer noch nicht triggert und ich weiß nicht warum. Das fuckt mir echt hart, dass das nicht mehr triggert wird. Das ist echt behindert. Leute, alle, die Mitglied werden, heute und wann haben und überhaupt sind. Es tut mir so leid, dass das nicht mehr getriggert wird. Ich halte das zumindest für wichtig, ja? Weil das mit Sicherheit einige deren, weil ich halt auch darauf reagiere, etc. Ist auch alles legit. Es tut mir wirklich leid, dass das nicht mehr kommt und ich weiß nicht, wie ich es richten kann. Ich weiß es einfach nicht, was ich sonst noch tun soll. Vielleicht muss ich mal einen Streamlabs-Support anschreiben, keine Ahnung. Naja. Der Flexi schreibt, meine Schwiegerleute haben einen offenen Kamin, das ist echt geil. Das glaube ich auch. Mein YouTube ist jetzt scheiße, was willst du machen, Alter? Weißt du, wo YouTube gar nicht so scheiße ist? Von den Subscriptions kriege ich auf YouTube ausnahmsweise mehr, wie von denen ich auf Twitch kriegen darf. Muss mir einer lassen. Es geht hier zwar nicht ums Geld, ja? Brauchen wir nicht umeinander diskutieren, wie jedes Mal. Aber YouTube nimmt sie doch nicht so viel, wie sie Twitch nimmt. Muss mir einer lassen. Bussi aufs Nussi für meine Mitgliedschaften. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und für den Support. Das ist wirklich fragwürdig, wenn Leute für meinen Bullshit, den ich da so produziere, im Monat 5 Euro da lassen und das freiwillig. Ich habe noch nie wirklich in Videos gerade für diese Mitgliedschaft, noch nie irgendwie Werbung oder sonst irgendwas gemacht. Das bedeutet mir sehr viel leid. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Bussi aufs Nussi. Und tut mir leid, wenn ich das wahrscheinlich übersehe, wenn Leute Mitglied werden, weil es halt leider nicht mehr getriggert wird. So, Bussi auch an alle anderen. Jetzt müssen wir das so schnell fertig zimmern da. Kinder, fertig gezimmert. Jetzt wird fertig gezimmert. So, ab Regal. Wir brauchen so ein ganz schmales. Wir brauchen, kennst du die Ikea-Regale, die quadratischen Kastel, die wo so 1, 2, 4 pro und so weiter geht, den brauche ich. Das brauche ich. Das kann man genau daher bauen, da akkurat als Faktor reinpassen. Aber sonst gibt's nicht. Was ist das da? Ja, das kommt ihm noch am nettesten irgendwie. Was ist das? Ja, Puppenhaus steht nicht dort. Nein, das auch nicht. Das ist das Kallax-Bier. Ach, das ist das Kallax. Goddammit, hab ich mich vertan. Wie heißt denn dann die da? Die hat doch auch jeder Tipp. Diese Regale, wo ich da, die Schweberegale. Also wurscht. Es muss doch irgendwo noch andere, das kennen doch nicht alle da herunten, eine Zeile von Schrank sein. Das gibt's nicht, dass das alle sind. Sims. Da hätten wir aber mal mehr rausfinden können. Sollen wir das klären mal? Vielleicht geht das. Nein, nie. Das passt auch nicht. Was ist das für Scheiß? What is this für Schissel, Alter? Ja, dann der mal einfach die so nicht. So, das machen wir jetzt schwarz. Ja, okay, das geht. Ja? Das geht ja. Hauptsache da hängt irgendwas. Und da gehört halt eigentlich ein Trenner durch. Das schaut nicht so komisch aus in echt. Ja, das ist mein Wohnzimmer. Da hinten hängt noch ein Staubsauger. Dort gibt es einen Staubsauger, oder? Staubsauger, ne? Da hängt so ein Handstaubsauger. Ne? Habe ich mein iPad zum Spinnen einsaugen, da wo jetzt momentan Hochzeit ist. Wer ist schon besucht worden von der gemeinen Winkelnetzspinne? Die wo zwischen Mitte September und Mitte Ende Oktober die Männchen der großen Winkelnetzspinne in dem Full Retard Mode gängen und überall umeinander rennen. Alter!
Fuck you, große Winkelnetzspinne. Fick die in dein sauberst großen Arsch, wenn's mich fragst. Lizzie Maria schreibt so ein Regal gibt's, ich weiß bloß nicht mehr was. Schreib mir einfach mal Regal ein, vielleicht können wir dann einfach mehr. Regal in Kindermöbel. What the fuck is this, Alter? Ja gut, Kindermöbel, ist akzeptabel. Regal in verschiedene Deko, Wanddeko, Gerümpel. Was haben wir da? Schuhe. Ah, die können wir noch schnell im Flur ausstellen. Ah, da ist unser Schuhding. Und das können wir da so herstellen. Oh, das passt gut, das passt ihm gut. Dann steht da tatsächlich, da steht ein Kleiderständer heraus. So provisorisch, da wo wir unsere Jacken drauf werfen. Das passt auch ganz gut zusammen. Regal. Nein, nicht Regal. Wie nennt man das? Kommode. Kommoden. Da, Kommoden. Vielleicht haben wir da irgendwas? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Wer war jetzt das wieder? Snooze-Penny? Nein, war nicht das Snooze-Penny. Wer war denn das? Joke Brother, was ist Joke Brother? Ich weiß nicht. Muss ich noch mehr F5 drücken? Irgendjemand hat da gerade mal Geld gespielt, ich bin noch nicht besoffen. Tippi-Stream gibt's auch. Da hast du recht, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Aber ich bin zwar, dass ich das alles noch mal neu einrichte, so genau wie es ist. Ich werde mal drüber nachdenken, schauen wir mal. Ist jetzt auch nicht kein Weltuntergang nicht. Ja, eigentlich schon. Ich schreibe mal Streamlabs. Das glaube ich ist das Gescheiter. Ja, und ansonsten, Kinder, da die sagen, this is my home. Jetzt war das Side-by-Side-Comparison interessant, das stimmt. Ja, ich überlege ja schon die ganze Zeit, wenn man das jetzt auf die schnelle Moor kann, wo man da so durchgeht. Aber was ich man sieht, dass die Fenster da überall sind relativ groß, man sieht da überall aussehen. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern ich weiß, dass es diese Weirdos gibt, die dann irgendwo darauf warten, dass man aussieht, dass man irgendwo herausfindet, dass ich wohne. Wird nicht passieren, oder? Ich glaube, dass du die Bartzubehörer... Was? Ich glaube, dass du die Bartzubehörer... warte mal. Lizzie, da kannst du... Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das habe ich nämlich auch schon mal gesehen. Bartzubehör. Kann man da irgendwie... Ne. Ich wüsste aber auch nicht, wo... Ne. Ist aber jetzt auch, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja schon sehr genau dort. Sehr genau. Also übrigens unser Gästeklo, ganz klar, das hab ich auch schon vorher mal gemacht. Das in a nutshell ist meine Wohnung. So wie es ist. Geh im Spiel mal auf Play. Mal auf Play. Play. So, was passiert jetzt? Jetzt schauen wir mal, was passiert. Emma. Was tut denn Emma? Wie spät man das Spiel? Was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Die Hunde stehen dann einfach da. Oh, das ist der Plötze. Da hinten steht der Katzbrocken, streicheln. Schön. Das tun sie übrigens wirklich in echt. Bloß Emma geht nicht wie... Ich weiß nicht, was tut denn Emma? Emma, wieso schlafst du im Hof draußen? Wo haben denn die Leute? Warum gehe ich wie ein Behinderter? Warum geht ich nicht wie ein Behinderter? Oh, der Gnädel! Da ist der Gnädel! Schnell spielen mit dem Gnädel! Was tut der Gnädel? Der Gnädel reißt einfach in mein Zimmer hinter! Was tut die Bürgerin an meinem PC? Bürgerin, sagt Sims 1! Das ist Sims 1, oder? Wenn ich das richtig sehe. Alter, wie gut ist das? Das ist mein Zimmer! Schnurren! Gamer Girl, gute Nacht. Das mit den Pflanzen von in deiner Frau Kenny, ich hab dasselbe Problem. Haha, danke für den Stream. Leider, ihr braucht euch bei mir nicht bedanken für meine Streamerei. Ganz ehrlich. Gamer Girl, schlaf gut, vielen Dank fürs Zuschauen. So muss es heißen. Gute Nacht. Was tut's denn? Birgit, du kannst da wieder ins Zimmer hocken und zocken. Das geht nicht. Du musst ja irgendwann mal putzen. Und Kick zusammenrennen. Jetzt gibt's Schläge. Jetzt gibt's Schläge. Oh, Tablet klaut. Ich gebe mir Behinderter. Wann haben wir das ausdenkt? Was tun jetzt? Das ist so beängstigend fucking real, wenn ich da so durchfahre. Das ist so geil. Was tun die jetzt? Zocken. Leck, wir haben ja das produktivste Pärchen der ganzen Welt, Alter. Normal ist es aber umdreht. Sie hockt auf der Couch, zockt am Handy oder Tablet. Ich hock hinten im Bunker und zock da. Drück mal Top. Oh, okay. Was kann ich... komm mal da. Ist das Freeview oder was? Was ist jetzt passiert?
Bin jetzt Pro-Gamer. Ich bin überhaupt kein Pro-Gamer. Schau mir das so, ich spiele Tetris mit lauter Viereck und verliere. Was bin ich für ein Noob? What the fuck? Birger, du Noob! Ich muss umdrehen sein. Birger muss Tetris spielen mit lauter Viereck. Oh, der Katzbrocken. Was tut der Katzbrocken? Jetzt kann ich mir das anschauen, was den ganzen Tag tun, oder was? Ah. Schau mal. Tierobsessionen. Jetzt tu mir den Katzbrocken streichen. Umarmen. Los. Streichen, Katzbrocken. Streichen, Katzbrocken. Weg mit dem Tablet. Das ist ja mit dem Noschek geschoben. Oh, das ist der immer auch noch. Oh, Katzbrocken. Oh Gott. Scabedo. Scabedo. Emma hat Angst vor dem Fernsehen. Das ist so echt. Das ist so beängstigend echt, dass ich gleich durchdrehen muss. Emma hat Angst vor dem Fernsehen. Mann, Fernseher hast du Hurensohn! Kanalwechsel, Kanal ausschalten! Emma hat Angst! Schnell streichen! Schnell streichen! Streit den Hund jetzt! Schneller! Streichen! Was tut denn Birgerin eigentlich? Zog die Übung noch! Oh, der Knädel flippt aus! Birgerin, Kruzifix! Du verdammter Suchtel! Streichen jetzt meinen Knädel! Streichen! Mit dem den ganzen Tag nichts außer Knädel streichen! Knädel streichen, Emma streichen! So, was kommen wir? Was du denn? Möchte ich jetzt zocken? Ja, jetzt können wir der Sache schon netter. Jetzt geh ich zocken. Jawohl! Ah! This is so fucking real! Oh, Yibs! Da brauchen wir einen Screenshot. Jetzt pass auf. Top. Oh, Nusha! Screenshot. Was spiele ich da? Was ist das? Snowboard-Phone? Was ist das? Diablo? Schaut aus wie Diablo. Nein, schaut aus wie Sims, wo es brennt. Tja. Und da die sagen? Leute? Was ist denn jetzt so kaputt? Ah! Du bist eine Bürgerin? Das ist so verstörend. Das ist so verstörend! Genau wie der Knädel rennt wie eine Vollgasnarische irgendwo umeinander und beißt Mikrowellen an! Ja! Ja! Du hast es ja fast, Spey! Du hast es ja fast! Ja, immer liegt im Kerbe drin, wo es immer liegt. Jetzt war, ja, der Katzbrocken ist eher selten hier drin, der ist eigentlich mehr draußen, dem hätte ich eigentlich den Rumtreiber perken müssen. Ich hock hinten und zack. Es ist beängstigend, Kinder, beängstigend. Ganz ehrlich, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch, wenn es euch Spaß gemacht hat. Daumen nicht vergessen. Was wir mir denn, jetzt ist 10, Schluss jetzt. Habe ich nicht können sagen, dass die Sims so viel Spaß machen kann. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ich hätte auch Bock, wenn sie so viel Geld kosten, sage ich da ganz ehrlich, dass ich die ganzen Assets aus alle den DLCs hätte. Das kann ich schon nachvollziehen, dass du das anfixst, wenn du nur das Spiel spielst, dass du dir das Zeug kaufst. Aber was das halt Summen an Geld sind, ist halt ein wenig eine Frechheit, muss man auch ganz ehrlich sagen. Glaubst du, der Bürger baut gerade in Sims seine Hütten noch? Schmiedi, hab ich gerade. Schau so, die Hütten. Ist schon fertig. So schaut's aus bei mir daheim. Das ist sehr akkurat. Also jeder Schrank, jetzt Ding existiert und ist sehr akkurat, wie es bei mir daheim ausschaut. Sehr sogar. Ja, dann darf ich sagen, was der am Mittwoch? Nochmal ab in den Chat. Jetzt schleicht sich wahrscheinlich hier gleich ein Drittel, das ist wurscht. Nicht so schlimm. Bäcker, Birger, zockt. Schau dann, Birger zockt beim Zocken. Birgerception. Merci dir für deinen Euro. Keine Ahnung, ich werde mir mit Sicherheit auch im Privat natürlich so mal ein bisschen anschauen, noch, was man dann so alles machen kann. Mir würden halt die ganzen Assets-Daten mich halt interessieren. Was es halt noch so es gibt, aber das ist ja nicht bezahlbar, ich bin ja nicht lebensmüde. Nicht mal über MMOGA. Ja? Also ganz ehrlich, wer irgendwie vorhat, das Spiel zum Kaufen, kauft es. Ich mache so selten Werbung, dann kauft es über MMOGA, über meinen Link, da kriege ich was davon, kostet euch aber nicht mehr, ganz im Gegenteil, ihr kriegt sogar nochmal 3% drauf. Vielen Dank. Ja, über den Link einfach in der Beschreibung unten. Da kostet die Sims anstatt 40 Euro 6 Euro.
Und es sind legale Keys, ja, ist alles legit, ich habe noch nie Probleme gehabt damit. Und der DLC für Hunde und Katzen kostet normal 40 Euro, der hat mir 15 Euro gekostet, glaube ich, 16 Euro. So, Birger, klick mir aufs Bett. Oh. Das werden wir noch schnell herausfinden, was da alles machbar ist. Jetzt Moment einmal. So, Birgerin, Bett. Schlafen, Techtel, Mechtel. Baby macht mit, Birger! Ah, Niso. Ah, nie so! So schnell war der PC noch nie aus, Alter. Gib ihm! Na, gib mir! Oder, was denn nicht sein? Das soll jetzt nicht da hinten. Was denn nicht? You got some wiener? Oh, Yibs. Oh, yes. New beam. No Fjorg. bean. Fjorg. Oh. Hat's mir jetzt angeschissen? You fucking serious, Alter? Ich wollt schnackseln! Ja, so kann man es auch killen. Was ja allerdings, was das bis jetzt akkurateste auf der ganzen Welt ist, ist das. Katzbrocken, 1 Meter neben mir auf dem Schreibtisch, Alter. Und dann, ja, du. Das Game, Alter! Das Game! Ich mag eigentlich noch gar nicht aufhören. Ich mag nicht! Jetzt geht's schnackseln, jetzt Zipfelklatscher! Baby im Whirlpool machen! Shaba. So wie auch nicht, nein. Also Bobby Frenoy. Techtelmechtel mit Birgel. Was denn denn jetzt? Washupaza. Lockere Let's go. Unterhaltung. Ich erzähl ja was von der Mülltonne und jetzt soll es zum Schnackseln werden, oder was sind das? Schwabi first. Ah! Plushie. Nimenu. Pluschi, Nummer 0, was soll das heißen, Alter? Ja, na, vielleicht. Ja, mit Anlauf. Plötzlich ist er einfach umgefallen und schlaft. Wie echt, Alter? Es ist so echt. Es ist so fucking real. Ich glaube, ich krieg gleich einen Schlaganfall. Was tut denn Emma? Emma, wo gehst denn du eigentlich über hin? Wapso. Wo ist denn Miezi? Du mit Miezi her. Wo ist denn die kleine Miezi? Wir haben doch noch eine kleine Miezi. Da ist die kleine Miezi. Kleine Miezi! Achso, die Emma kann sich dir aufmachen. Das ist interessant. Was? Es steht was im Weg zum Bett? Was denn? Wahrscheinlich das Gewand, hä? Ja, dann schmeißen wir es da und das Bett ein. Wo ist denn da der Zugang zum Bett? Von vorn, oder? Da muss der Pfeil vorn, muss gerade sein. Warte mal auf. Hoppala. Nicht Beim abreißen, Play. Ja, vielleicht haben sie aber auch noch nicht so weit. Wir haben ja nicht. Aber wieso gehst du aufs Gästeklo zum Scheißen, der Trottel? Da geht aufs Gästeklo zum Scheißen. Weißt du, ich baue da das super fancy Bad rein und er geht aufs Gästeklo, der Trottel. Kommode ist im Weg. Das Ding da oder das Ding da? Oder das Ding da? Dann machen wir so kleiner. Meint sie die Kommode da? Die da. Und der muss weg. Der muss dabei weg, weil ist nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Jetzt pass auf, dann der wir nochmal. So. Vor dem Schnackseln immer gnädeln gehen, das ist auch wirklich wichtig. So, nochmal. Wo steht denn das, dass da irgendwas. Also, die Nachtkastel. Wo steht denn das, dass da was im Weg ist? Weil die Pfeile zeigen nach vorn. Das heißt für mich eigentlich so. Oh, probieren wir es. Ist eh wurscht. Der muss mal weggehen. Und wieder auf Play. Jetzt geht's ins das Bett, ein Kruzifix. Tu es! Tu es! Das siehst du an der Sprechblase der Charaktere mit dem roten X. Ah, okay. War da jetzt irgendwas? Ah ja. Hauptsache, du schaust 5 Sekunden nicht hin, frisst Mieze das Essen zusammen. Wie in echt, ne? Das ist wie in echt. Was denn nicht Zeit? Geht sie jetzt da mal Baby machen? Got some wiener? Ja, das ist genau so loche ich auch dann, wenn es soweit ist. Was haben wir da? Miezi hat einen totalen Schlaganfall. What the fuck are you doing, Miezi? Miezi!
10 cm neben dem Messerblock. Super Idee. Ich hab das Gefühl, es wird nichts mehr heute. Kinder, ich hab das Gefühl, es wird nichts mehr heute. Misi hat die Hälfte vom Essen zusammengegessen. Bürgerin gespannt nicht, nimmt's mit und frisst's. Da kannst du voll die Soap draus machen. Was der alles nächstes? Namsapona. Newcomb Galang, huh? Ah, das haben sie am Bauch. And Frobby Oh, Searoom. der Mizi mag kein Mikro, weil das ist auch wie in echt. Da drehen sie alle durch. Roshi Thama. Immer auf der Couch. Schlafi. Laffy. Flazzle. Moochie Peachy. Go Orange. Muchi Pichi, go orange. Uba gloom. Oberglur. Ja, genau. Skeebs Hat die Tabula, Charisma-Fähigkeit erworben. Bürgerin. Zumpitarb. No Yopin. Also, sie ist halt wirklich, sie essen halt wirklich Alfonso. da. Schau hin. Yes. Sie essen halt wirklich. Oh, Futter, lass mal die Kabel. Cool. Streicheln, da mit Laserpoint spielen, kennenlernen, du wirst schrecken über Tina. Betteln nach Essen. Basso. Bitte. Katzbrocken Teller geben. Nee. Der Katzbrocken, wenn kommt, dann kriegt er was zum Essen. Alles andere ist mir scheißegal. Arpanaya. Das dreht die Katze dreht völlig am Rad. Simka Harb Dolphus. Saboma Newcomb. Biwa. Nasi Oh Gott, das ist so echt, ich krieg keinen Vogel. Snurse. Nopsa. Joy but snurse. Ooh. Mwah. Gelna. Alter, ich geh sogar in den richtigen Kühlschrank hin. Bloß in der Mikrowelle mache ich mir echt selten was. Also die nehme ich, wenn ich die einmal im Monat hernehme, dann ist es fein. Wenn überhaupt. Wieso geht denn jeder aufs Gästeklo zum Kacken? Und wer grinst beim Kacken so? Alter. Naja, Kinder, ganz ehrlich, jetzt ist Ruhe. Jetzt mach ich nicht mehr. Ein Depp sein Buch schreibt, gibt ein nice Horror-Game. Jetzt wenn du noch schreiben darfst, wie es heißt, dann war ich da relativ verbunden und dann kann man vielleicht drüber nachschauen, ob wir uns mal einen Trailer anschauen. Aber, jetzt pass Obacht. Wo sind Warhammer und Modellbau Begeisterte? Ich möchte mich gerne da einfach mal, machen wir am Mittwoch einmal einen Blättschmerz wieder. Über Gott und die Welt und unter anderem über Tabletop. Weil warum nicht? Und tu ich mal ein bisschen Figuren her und so, vielleicht kann ich ein bisschen was herzeigen. Vor allem die alten, ich hab nicht recht viel neu, ich hab das schon relativ lange nicht mehr gemacht. Also immer wieder einmal, aber nicht unfassbar viel. Und dann schmerzen wir einmal, haben wir auch schon lange gemacht. Fall Guys, nein, Fall Guys mag ich nicht nochmal spielen. Star Wars Squadrons hat keine so guten Bewertungen und in die Gameplay-Videos und so weiter schaut es jetzt auch nicht aus. Ja, weißt du schon. Klavo schreibt, da bin ich leider raus. Alles, was ich kann, ist Mediengestalter, Stuff und Sims. Kreativität. Das fördert deine Kreativität. Ich bin auch Mediengestalter. Tommy! Merci, Alter! Merci an die. Ja, auf jetzt. Ruhe. Leon Wolf, was ist mit dem Horror-Oktober? Wenn's mir sagst, was für Spiele, dann ja. Es kommt, jetzt pass auf, nächsten Dienstag kommt Remothered. Potenziell gut. Am Dienstag in 2 Wochen, also morgen in 2 Wochen, kommt das neue Amnesia. Und an Halloween oder am 30. Oktober kommt Little Hope. Das wären unsere 3 Horrorspiele. Was wir mir bis dahin deren, das sind bloß so 2 Streams. Ja, das ist den kommenden Mittwoch jetzt, da werden wir Plätschmerz mal wieder reinhauen. Vielleicht uns auch mal kurz über die App unterhalten. Vielleicht spielen wir auch irgendwas, das entscheide ich am Mittwoch. Aber Plätschmerz ist relativ realistisch. Am Freitag kommt dann das App-Update, da muss ich noch ein Video machen, beziehungsweise fertig machen. Das kommt morgen dann, das werde ich morgen Nachmittag schnell machen. Und dann schauen wir weiter. Wir waren jetzt das wieder. Herr Astenbrunner, zock lieber Leberkäse mit Ketchup Simulator. Den gibt's leider nicht, aber merci für deinen 5er, Brudi. Was Lampen im Vorraum fehlt, das stimmt. Transportfieber, ja, das hebe ich mir aber auf für nach dem Horror Oktober. Da brauche ich dann nämlich wieder was. Und ganz ehrlich, vom Mitte Oktober bis Mitte November können wir locker die Horrorspiele spielen, wenn nicht sogar länger. Und Ende November kommt nämlich das kommt Ende November. Mitte November kommt dann Cyberpunk, da haben wir ordentlich was zum tun. Dann kommt 2 Special-Zeichnen-Streams für Weihnachten dann. Und dann haben wir schon wieder durch. Das Jahr ist gelaufen, wenn du so drüber nachdenkst. Eigentlich hat es gerade erst angefangen vor einem Monat, nach der Sommerpause. Naja, ist wurscht. Da fällt uns schon irgendwas ein. Wie es mit Videos in der nächsten Zeit ausschaut, kann ich noch nicht sagen. Keine Ahnung, momentan habe ich ehrlich gesagt nichts auf der Planliste. Außer das ganz große Projekt, aber das wird noch
Ewigkeiten dauern, bis da was zum Hören und Sehen gibt. Dann hat mir ein Kumpel am Wochenende eingeladen zum ersten Podcast. Der macht so Filmserien und Filme und Podcast über Filme und Serien und so allgemeine Reviews und so weiter und so fort. Seine Seiten heißt Vive la Movielusion. Gibt's auf Facebook, haben mittlerweile auch Internetseiten und da kommt irgendwann einmal ein Podcast. Da hat er mir einfach mehr eingeladen, ich gesagt, freilich mal mit, weil ich da voll Bock drauf habe. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das immer selber mache über sowas. Es ist auch noch nicht so wirklich unter den Teppich gekehrt, das steht schon nur im Raum, ob ich das aber wirklich mache. Was soll ich Neues machen? Podcast ist zum Einschaffen, ist einfach nur gemütlich. Das ist, weil der I use Twitch Everyday Podcast nicht so meins. Ich höre auch nicht viel Podcasts, muss ich ganz ehrlich sagen, und wenn dann wirklich nur um nebenbei laufen lassen, aber so wirklich aufpassen tue ich nicht. Aber ich unterhalte mich einfach gern, das ist mir das erste, und ich unterhalte mich gerne über Filme und Serien, die ich halt anschaue. Ja. So, was haben wir noch? Among Us mit dem Squad. Ja, das wird unmöglich. Ich lasse keine 8 Leute frei ins Discord rein. Das der mir nicht. Frage, weißt du, wie deine auf dem Heisel ausschaut? Fragwürdiger ist, wenn es du nicht weißt. Höre immer zum Merci dir, Domi, jetzt ist er Ruhe. Mit der Community ein Little schreiben. Ja, haben wir auch schon mal überlegt. Erstmal mache ich meine Remakes fertig. So ein Städt ist tatsächlich in Arbeit. Ein neues Lied ist in Arbeit, zumindest da oben drin und auch ein bisschen da so und kommt. Dauert aber alles ein wenig. Ich habe die letzten 4 Wochen so viel Zeit in Bumsuff, in meine Trinkspiel-App investiert, dass nicht recht viel Raum für Videos oder was anderes war. Ja? War wahrscheinlich schon gewesen, aber ganz ehrlich, da habe ich mich fast aufgekackst dran, muss ich auch dazu sagen. Und da habe ich einfach keinen Bock gehabt, sag ich, was ist. Hast du Erfahrung mit das schwarze Auge? Das habe ich schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mehr mitschmeißen kann. Das habe ich in meiner Grundschulzeit gespielt. Kommt darauf an, was für schwarzes Auge, da gibt es ja auch 100.000 verschiedene Versionen und Brettspiele und so weiter. Jetzt hört's auf mit der Donaterei, der Stream ist jetzt aus. Der Lacher, Birger, du bist schuld, dass ich meine Festplatte sprenge. Hab jetzt Transport Fever Sims Satisfactory und Far Cry 5 gekauft und muss mir jetzt erstmal eine größere SSD kaufen. Ja, das kenne ich, I feel you, Alter. Versuch's mal mit Red Dead Redemption 2 ist auch ein Hammerspiel, habe ich privat durchgespielt. Der Lacher, merci für den Euro, Bussi aufs Nussi und viel Spaß mit der neuen SSD. Na, Alter, jetzt auf, jetzt der Stream ist jetzt vorbei. Mr. Daniel, so, ich hau mir nur eine halbe eine und geschlafen. Birger, vorschlagen, machst mal einen Grillstream. Nicht im Winter jetzt, wenn dann im Sommer. Vielleicht. Habe ich das schon sehr oft geliebäugelt dieses Jahr. Wie schauen die eigentlich aus, Alter? Was ist denn da eigentlich kaputt gegangen? Sehr oft geliebäugelt, aber das ist sowieso, ich habe keinen anständigen, mittlerweile habe ich einen Laptop, wo es geht halt. Den habe ich zu spät gekauft. Ja, egal. So, Ruhe jetzt. Wer war jetzt das andere wieder? Der Lernwolf. Beat Saber. Vielleicht. Ich hab momentan keinen Bock auf den VR-Scheiß. Sag's euch, was ist. Hab ich nicht. Angrillen 2021 mit Birger, bin ich dabei. Das ist jetzt noch ein Plano. Wie schaut's denn eigentlich mal mit Apex aus? Nein, Alter. Das wird schnell, da bin ich zu lästig und Gut, merci. Ja, hört aber heute auch nicht auf, ne? Was haben wir da Neues? Kennst Neverwinter, ist ein geiles Fantasy-MMO. Ja, habe ich auch gespielt. Sims VR war crazy. Das war wirklich crazy. Ja, das hat keinen Sinn mehr, Alter. Wie schaut's denn eigentlich mit, haben wir schon gehört? Was haben wir noch? SnowRunner Simulator? Das gefällt mir nicht. Parallel mit dir daheim mitgrillen, das wird geil. Warum nicht? Bayerischer Yeti. Jetzt lass mal den bayerischen, ja, ich weiß es nicht, der bayerische Chewbacca. So, sorry, Medium heißt die. Medium! Ja, stimmt, wann kommt denn das? Ich weiß genau, was du später meinst. Wann kommt denn das? Wann ist der Release? Wann ist Release? Medium, da haben wir vielleicht sogar 4 Horrorspiele und mehrer braucht es wirklich nicht. Es braucht nicht mehr Horrorspiele. MDA Music. Mehr ist wirklich, der Landi ist Ziel nah, Alter. Der neue Landi vielleicht. Aber den alten spielen wir nicht mehr. Auch mit dem DLC nicht. The Medium, ja, das ist von denen von Layers of 4, glaube ich. Steht aber noch kein Release-Datum fest. 4. Quartal 2020, also es kann bald kommen. Naja. Was am Warhammer Livestream? Hab ich auch schon überlegt, ob wir Hero Quest mal streamen. Das ist für mich der Einstieg in die Warhammer-Welt. Das ist ganz massiv, Oberbro, da können wir am Mittwoch drüber reden, was Hero Quest ist. Kann ich auch mit Oberrammer dann, das mir auspackeln, mir herzogen. Weißt du, was es ist.
Was haben wir noch? Hugo 2, beste Spiel. Blät! Schon mal Elder Scrolls Online ausprobiert. Karl-Heinz Kaber. Der Karl-Heinz Kaber. So gut, der Karl-Heinz Kaber ist so gut. Na, ja, ganz am Anfang in der Beta hat man nicht gedacht. 101 Ways to Die can't ours sein. Muss man mal anschauen. Moorhuhn. Der Moorhuhn. Der Moorhuhn ist genau 4 Sekunden lustig. Peng, 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 peng. So, das war Moorhuhn. Tschüss dann. Jesse, junger Mann, zwecks Hellblade 2 Bats Queen, hätten's da Bock drauf? Ja, haben wir Bock drauf, aber da ist auch keinerlei Release-Datum zugange. Geht um Spiele, die irgendwann noch kommen. gibt aber kein Release-Datum dazu, glaube ich, wie mich nicht alles täuscht. Was haben wir noch? Borderlands 3, ich bin gar ein Borderlands-Fan, frag mich nicht warum, bin ich nie warm geworden damit. Das Tschernobyl-Light ist bestimmt interessant. Korrekt, Herr Alex. Habt ihr im Discord vorher schon gelesen. Hat auch gerade schon jemand geschrieben, hört jetzt auf mit der Geldschmeißerei, Fixletten! Merci dir für die geile Unterhaltung, mach weiter so. Kuss auf die Nuss. Matthias Ziegeltor, merci für den Fünfer. Bussi auf den Bus. Warum nicht? Muss man mal einen Bussi geben. Herr Ziegeltor, merci für den Fünfer. Alex, merci für den Euro. Liam Wolf, merci für den Euro. Merci für die Leute. Jetzt chillt's. Jetzt wird nichts mehr mit umeinander. Jetzt ist er Ruhe. Total War habe ich, vor allem das Warhammer, natürlich habe ich privat so hart gesuchtet, dass ich das im Stream nicht mehr spielen mag. Also vielleicht irgendwann, das ist ein typisch Samstagspiel. Ja, das Packel, die gehen am Samstag einmal aus, so, ja, spielen wir mal Dinge, das zirkt sich ein wenig. Ja, Dauerröstlinge. Dauerröstlinge, da gelangen 2 Stunden nicht. Das ist pure Gameplay, pure Strategie, da ist nichts lustig, das ist pure Gaming. Machen wir einen bayerischen Podcast von dir selbst, war mega geil. Mortal 16, das war der Gedanke gewesen. Mal schauen. Steht immer noch auf der Liste. Ja, aber was soll ich Neues machen? Na, dann mache ich alles so halbscharig und mittlerweile wird es echt ein wenig fei. Regelmäßig streamen, gut, da muss ich mich nicht fei vorbereiten, aber trotzdem kostet es Zeit, so ist es nicht. Mr. Daniel, Draw My Life. Ja, Draw My Life gibt so den Anfang des How to Bürger. Da wie ich schon seit 2 Jahren angeschrieben und geht's endlich weiter. So mal ein How to Bürger. Ich mache kein Draw My Life, wenn einmal ein How to. In meinem Stil, so wie ich das behaupten mag, ist es mein Stil. Resident Evil Village, werden wir das spielen. Ich brauche Spiele, die existieren, ja, die es schon gibt. So. Leute, jetzt ist er Ruhe. Jetzt ist fast 5 vor 11. Jetzt gehen wir ins Bett. Gruß aus der Spätschicht. Könntest du mal eine Runde GTA 5 spielen? Grüß zurück ins Spätschicht, aber GTA werden wir auf dem Kanal nicht sehen. Vielleicht irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Ich bin auch wieder so voreingenommen, wahrscheinlich habe ich wieder einen riesen Gaudi damit. Vielleicht irgendwann einmal. Schließen wir es einmal nicht aus. Herr Leudl! Gruß aus der Spende, das haben wir gerade schon gehört. Was schreibt der Leudl? Ich kann es wieder nicht lesen. Wo ist denn das jetzt gestanden? Hab auch 30.000 Punkte an mich. Fantasy oder 40k? Also 30.000 habe ich nicht annähernd. Da habe ich zu lange aufgehört gehabt. Ich bring, wenn ich mein Zacharias mit Zombie-Drachen mit ins Spiel bringe, dann bringe ich 5.000 zusammen. 5.000, 6.000 Punkte. Ich habe haufenweise Skelette, Zombies, Vampir-Charaktermodelle, Blutritter-Vampire und Neckrach-Vampire, und in Neckrach-Vampire kannst du so viele Punkte einballern, dass eine Figur 300 Punkte wert ist und so weiter, zumindest soweit ich mich nur erinnert. Ich spiele Vampire, ja. Was habe ich noch? Ein paar Tiermenschen habe ich noch, ein paar 40k Space Marines habe ich noch, mit Landspeeder und Bikes und was weiß ich, aber ist nicht so unfassbar viel. Vampire mit Wampe, ja, mit beste Wampe. So, jetzt ist er Ruhe. Leute, jetzt ist er Ruhe. Jetzt gehen wir ins Bett. Ja, das schimpft mit Bürgerin wieder, weil ich wieder bis um halb, was weiß ich, was um anschrei. Freunde der Sonne des billigen Alkohols. Ab Freitag gibt's wieder einen Grund zum Saufen. Dann, wir sagen uns am Micker mit wahrscheinlich Blödschmerz über Gott und die Welt und furchtbar viel Tabletop. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Das können wir dann besprechen am Mittwoch. 20 Uhr! Und jetzt vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für die ganzen Donations. As always, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das werde ich nie aufhören. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Vielen lieben Dank für die ganzen alten Mitgliedschaften. Und jetzt press F for Respect für die Moderatoren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Wir sehen uns am Mittwoch, 20 Uhr. Hauen Sie sich ins Bett. Press F.
Es wird auch nie langweilig.